So, geht das richtig hart von den Hals steht. Ich darf nicht so hart schwätzen, das klappt aber. Denn Jacques Santer kennt sicher nach Bayern, auch als Ihre Staatsminister, Ihre Präsident, gerade wie den Jean-Claude Juncker, mich später nur nach Bayern kommen. Hier sind aber, will ich ganz herzlich begrüßen, Terna Henniko als Ihre Präsidentin von der CSV. Dann aber auch den Patrick Schnieder, Bundestagsabgeordneter, an den Frank Wagener, Generalsekretär von der CDU Saar, ist am Kommen, glaube ich. Madame Anne, Parteipräsident lebt Elisabeth Leven-Claude, Co-Fraktionspräsidentin von der Chambre-Fraktion, Martin Ande Gilles, Kollegen aus der Chambre, dann aber auch Membre vom Nationalkomitee, von dem Bezirkskomitee, von den Sektionen, den Organisationen, und natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen von der Sektion Ettelbrück-Werken, die ich schon mal einen Kaffee ganz herzlich begrüßt habe. Ich will aber auf dieser Platz besonders willkommen heißen alle Kandidatinnen und Kandidaten für die kommenden Wahlen. Das sie oder mal an nächster Stelle Gemengewahlen, die für uns stehen, das sind ein ganz rutsch. Und dann aber Maderbester auch von der Partei, Maderbester von der Entreprise Guru, hier begrüße für es kurz zu sagen, am wir vom Kollege Spautz, den immer seht, die Damen und die Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Also meine Aufgabe ist, für eine kurze Begrüßung zu machen. Ich will das dann noch kurz meiner Fachreferat halten, über die Politik am Land, über die Herausforderungen von der Wahlen, über die Erwartungen, die Einzelnen hat, und auch über die für uns stehen an diesem Land. Aber wenn ihr das Wort seht, für uns stehen, dann ist das schon ein bisschen der Vif du Sujet. An 11 Wochen haben wir Film gesehen, da stehen landesweit Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Leute. Und das sind, wenn ich so Zeitungen gucke, auf der Seite von der CSV ganz viele flotte Equipen mit jungen Leuten, aber da vorne Leute gemischt zu summen. Und die Lust auf eine Gestaltung von morgen. Dafür meine erste gute Morgen geht und all die, die den Challenge unholen, für Amnum von der CSV an die nächsten Wahlen zu gehen. Merci, dass ihr das macht. Merci, dass ihr heute auch hier seid. Mein zweiter Bonjour. Mein zweiter Bonjour, der geht um als Parteileitung. Ich will wirklich merci sagen auf dieser Platz als Parteipräsidentin dem Claude, an dem Elisabeth, hi auch, jung an erfahren, Mann, eine Frau, so wie wir das wollen haben. Das ist eine neue Aufstellung, ein neues Gesicht. Ich will auch merci sagen als Generalsekretärin, dem Stefanie, dem Christoph, dem Vizepräsident, dem Trésorier, dem Maderbester am Generalsekretariat, den National- und Bezirkskomiteen, den Kollegen, Deputiert, aber besonders auch zwei Co-Fraktionspräsidenten sowie alle parlamentarischen Maderbester. Lebt Elisabeth, liebe Claude, die hat das Haus neu abgestellt. Die hat intern immens viel geschafft. Viel mehr, wie uns bewusst ist, aber wie wir dabei gesehen. Ich bin voller Dankbarkeit, ich will das auf dieser Platz sagen, und ich meine, ich kann dadurch am Namen von uns alle Gute sagen, dass in unsicheren Zeiten die CSV sicher durchsteht, aber besser, wie wir es erwartet hatten, für einen Rutsch von Main. Merci und einen großen Respekt. Voilà, los sind wir alle guten Hi, heute Morgen. Ich habe mich noch nicht mehr um es geht zu lang. Merci, dass der Weg auf Ettelbrück gefunden hat. Wir sind hier in der Erinnerung ganz besonders, meine ich, für den Term delegiert aus dem Untertitel vom Luc Frieden zu streichen. Für es mal so auszudrücken, dass hier nicht mehr Delegierten oder nominierten Spitzkandidat soll gehen haut. Dafür merci dafür, dass da sieht. Das ist ein wichtiger Moment. Das ist immer der Moment, wo eine gewisse Umbruchstimmung in der Deise auch da ist, wo wir uns alle zusammen auch als Member von etwas Großes, einer großer Kraft am Land sollen gesehen. Ich erspüre nicht, dafür auch
Das war die klassischerweise Heikit Mann, eine Vorstellung von Ettelbruck, den Ausblick auf Nordstadt, die Überlegungen zur Landesplanung, zu den Gemengefinanzen, zu allem dem, was man um Herz leihen, aber den Stunde füllend kennt, durchlehen. Das meine ich nicht. Ich freue mich einfach, dass ihr da seht. Ich will just etwas ganz Kleines annehmen oder vielleicht zwei Sachen. Die erste ist die, dass als Geschäfte alle guten Indoor sind, dafür, wenn ihr noch mittig Probably holt, dann die geht bis an Fußgängerzone, dann seht ihr, wie schön noch Ettelbruck auf der Seite ist. Aber wenn ich das heute nicht gelingt, kommt nur das Verkaufs auf eine Sonntag zu Ettelbruck. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und dann ein ganz letzte Remarque, weil so ist mein Kollege, der Pascal Nicolai, den noch Chefin zu Ettelbruck, nicht froh, man ist ganz viel engagiert an eng Feierlichkeit, die auch halb wert sind. Den 20. April feiert das Land, dass der Grund stehen von unserer Verfassung 475 Jahre gelöscht ging. Wo man eigentlich aufrecht drauf sehen als Stadt Ettelbruck und just für die froh Enke an ihrem Nummer zu beantworten, zu stellen, was du Ettelbruck da hatten zu dienen. Mehr 475 feiert sich wäre ein bisschen eine tumultuöse Stimmung am Land, wo Bourgeoisie und Leute vom Volk nicht mehr richtig mit eins werden an sich getraut tun an den Hut, und dass die Einzigkeit an der Geschichte vom Lützeburger Land, Regierung, an Parlament sich ob Ettelbruck bewegt, für was Ettelbruck rausgesicht und wie das aufgelaufen ist, wie lange gedauert hat, wäre just politisch, wir sind uns heute zusammengefunden für quasi eine Klausur, den Grund stehen von der neuen Verfassung zu schreiben. Dafür wollen wir da doch feiern. Ich bin froh, dass wir das zusammen mit der Chambre am Partenariat können machen. Der Leon Gloden und den Max Di Bartolomé als Co-Rapporteur von der neuen Verfassung sind auch mänglich hoffentlich drauf, ob die Erbe diese do gemacht haben. Das ist wie überall, wo dem Grundsatz von unserem Land geht, da hat als Partei viel zu suchen, viel zu machen, und wir machen das am guten Geist, mit denen an diesem Land auf vier Eistland. Ich erlebe Politik als ein Dienst und den Mitmenschen, ein Dienst und unserer Nation. Und an dem gehe ich mir eigentlich, sollen wir als freuen, ob die anstrengende Zeit, die du kennt. Aber wir sollen das abholen, was leider als matt gehen, aber wir sollen noch gute Lösungen sichern für unser Land, für unser Gemengen. Ich wünsche euch alle guten, einen ganz, ganz guten Kongress. Und ich merke aber auch, dass ich etwas vergesse, pardon. J'ai oublié de faire un rappel pour ceux qui préfèrent une traduction en langue française. Ils peuvent s'adresser à l'entrée où des écouteurs pour la traduction simultanée sont à disposition. Je ne sais pas si tout le monde l'a trouvé. N'hésitez pas à vous y adresser. Merci dafür. Und da geht es für Englisch, dem Elisabeth. Liebe Freunde, freut mich, euch auch hier am Namen von der Partei zu begrüßen. Ich begrüße heute wirklich ganz herzlich alle als Membern, alle als Bezirks- und Nationaldelegierten, uns Deputierten, uns Members vom Nationalkomitee, uns ausländische Gäste, die sind mittlerweile an zwei, der Patrick Schnieder und der Frank Wagner. Und aber auch tatsächlich unseren Ehrenpräsident, den Jean Spaut, und unseren Ehrenpräsidentin, Terna Hanniko. Es freut mich, euch zu so viel heute zu sehen. Und ich muss sagen, ich meine, das Leute nicht darum, dass wir Kongress wieder haben, aber das Leute darum, dass Leute richtig Lust haben. Und das ist das, was wir von gesehen haben über die letzten Wochen, wo wir auf den Bezirkskongress, weil wir wirklich Leute begegnet, die Lust haben, mitzumachen und das Lust, das wir brauchen für das Jahr. Wir haben eine richtig Dynamik gespürt. Und heute ist auch ein wichtiger Tag. Wir präsentieren heute unser Slogan für die Gemengewahlen. Und aber am allerwichtigsten, wir machen also als ein designierter Spitzenkandidat einen Spitzenkandidat. Und ich hoffe, dass wir das alles so über die Bühne kriegen. Übrigens, Hans, ganz kurz. Ehe wir aber den Kongress an der Leitung vom Kongressbüro gehen, gebe ich später nach diesen Membern zu gedenken, die jetzt über die letzten Jahre verlassen haben. Und da gebe ich euch da auch pur abzählen und ich gebe euch also bitten, abzustehen, für denen zu gedenken. Das ist den Jos Gangler von Ettelbruck, Freire Schaffen, den Henri Dunkel von Dietling, Freire Gemengerot, der Jo Meyers von den anderen freien Deputierten erschaffen.
So nicht, merci. Da ging wir das Kongressbüro ersetzen und da ging ich proposieren als Präsidentin Vivian Reding. Zu seiner Seite gibt wir den Alex Donnersbach als Sekretär proposieren. Aus dem Osten Solange Dumont. Aus dem Norden de Kief Albers. Und aus dem Süden de Gibriden. Vivian, du hast Wort. Merci, Madame Präsidentin, an les Freundinnen und les Freunde. Wir halen haut nicht zu alle Guren lang reden, aber es ging all das wichtig gesagt von denen, die sollen hier Stimme erheben, für das dir alle Guren dezidieren könnt. Das ist ein Kongress, den am Fongehol an 2 Teile gesplittet, das so wie als Jahr 2023 auch. Auf der einen Seite Gemengewahlen, auf der anderen Seite Nationalwahlen. Und dafür wollte ich ganz klar und deutlich hier am Anfang als richtig Ehrgäste begrüßen. Als Bürgermeisterin, als Chefin, als Gemengerat, als Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemengewahlen, die Terrain sind, für die Leute nutzlaustern, auf das Leben an unseren Dörfer, Gemengen ersteht, lebenswert zu machen. Merci euch alle Guten an. Wir stehen 100% hannover, weil ihr seid die wirklich Lützeburger Helden von der Politik. Merci. Über die Art und Weise, wie den Kongress zu funktionieren hat, mengen ich oder alle Gure schon Bescheid gesagt kriegt an ihrer Invitation. Es wird in der Direktion an der Hilfe von Alex sehr gehen, für das wir uns auf das wesentlich können beschränken. Die hat alle Guren, und das ist besonders wichtig, die hat alle Guren Stimmkeit. Ja? Gucken, die sie nicht tun, nach eng sicher gehen, weil es ein paar Mal aufgestimmt in diesem Kongress, und dafür braucht Stimmkeit. Konventordnung ist online gewirrscht. Wann soll zu irgendeinem Thema, was nach könnt, Stellung holen, da sehe ich gebeten, über den Alex zu fahren und zu gucken, für eine Stellungnahme zu kreieren, in schriftlicher Form, für das hat gemerkt, dass Alex bekümmert sich also darum, wann den Besuch empfindet, für Stellung zu holen. Aber lo fangen wir an. Und lo fangen wir an mit Eisen, ja, das, was wir gemacht haben. Weil wir schwätzen ja über das, was wir machen, Herr No. Aber für dich muss ich mal gucken, was haben wir da gemacht, für das, was wir Herr No machen, möglich zu machen. Und da sind als 2 Generalsekretären, das schon gesagt von Jean-Paul Schaaf, die wunderbare Arbeit, die sie gelegt haben, da sind sie, die ihr Bericht erstatten, da das Stefanie Weidert und Christoph Hansen, kommt auf die Bühne, die 2, und erzählt also Leid, was alles gelegt gehen ist, weil das ist nämlich impressionant. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn sich lo ob einen dröchten und detaillierten Aktivitätsrapport über das Jahr 2022 gefragt wird, den muss ich leider enttäuschen. Zu viel Zurückgucken bringt das nicht nur viel. Dafür fand ich den kompletten Bericht, wie Vivian gerade schon gesagt hat, über den QR-Code auf ihrer Stimmkarte. Ich will aber 2 Highlights vom letzten Jahr herheben. Als Partei haben wir den 11. Juni ein komplettes Relooking verpasst. Wäsch vom Orangen auf frisch und dynamisch Farben. Blau, Gel und hellgrau. CSV ist mehr farbig und mehr modern gehen. Aber auch mehr nur bei nie geregelt. Wir stehen für Diversität, Modernität
aber auch für das Bewusstsein von unseren traditionellen Werten und denen nicht gerade an Zeiten wie diese nicht gilt, festzuhalten. Nicht nur als 3 Buchstaben, den C, den S und den V, sind mir nur bei ihnen geregelt, mit mir haben hinter dem Kongress für genau einem Jahr auf dieser Platz nicht mehr just ein Parteipräsident und eine Parteipräsidentin, wir sind ein Team, zusammen mit Claude und Elisabeth als Parteipräsidentin und dem Christopher Mehr als Generalsekretärin. Als Equipe zusammen mit den Kollegen aus der Fraktion und unseren Mitarbeitern aus dem Generalsekretariat und der Fraktion haben wir fleißig auf das Jahr hingeschafft. Ein super Wahljahr 2023 mit Gemengen und Chamberwahlen, an dem Karten an alle Gemengen durch das Land, aber auch Karten für Lützeburg neu gemischt werden gehen. Und das hoffentlich zugunsten von der christlich-sozialen Volkspartei. Wir gucken also mit ganz viel Engagement an voller Hoffnung und Zuversicht auf das 2 Wahlen. Mit diesem neuen Elan sind wir nun an das Wahljahr 2023 gestartet. Der Nationalrat vom 1. Februar hat mit der Designation von Luc Frieden als nationaler Spitzenkandidat die erste Etappe für die Chamberwahlen am Hirsch markiert. Heute bleibt der Ball bei ihr, für den Luc offiziell an Kurs zu checken. Die Equipe rundherum der Spitzenkandidat wird aber am Sommer Konvent bestimmt gehen. An den letzten Wochen am Main wurden Parteipräsidenten, mir Generalsekretären, und viele von unseren Deputierten durch das ganze Land NRW und tut wirklich eine neue Energie und Dynamik, eine Flamme, die neu entfacht gouf bei unseren Membern gespürt und wir selber matt gehabt und auf einer Uhr gestach. Wir wurden an alle Proportsgemengen in NRW, an denen 4 Bezirke, aber unsere Basisorganisationen, von den Jungen, von den Senioren, von den Frauen, und natürlich unser multikultureller CSV International, die dieses Jahr übrigens schon ihre 15. Anniversär feiert. Liebe Freundinnen und Freunde, als Generalsekretärin haben wir die Flottage, die von der Maschinenraum von der Partei zu sitzen, zu sehen, wer den organisieren muss, am Herz von der Partei zu gucken, den Wahlkampf organisieren und leiten. Wer Maschinenraum sieht, die sieht natürlich schaffen, sich die Finger dreckig machen, auch von in die Arbeitsstand zu gehen, du baust gesagt. Viele Telefone und E-Mails sind an den letzten Monaten mit den Membern, Kandidaten aus Sektionen hin und her gegangen, für das jeder an diese Wahlen zu singen soll kommen. Als 46 Proportsgemengen treten als Member mit einer CSV-Liste an. Einer der Kandidaten sind aktuell rund 41% Damen, 59 Männer und rund 11% Kandidaten haben nicht die Lützeburgische Nationalität oder eine Doppelnationalität. Mit 20 verschiedenen Nationalitäten auf unseren Listen seid ihr wie vielfältig als Partei ist. Und das meist Diversität können ganz groß auf die Fändel schreiben. An 11 Wochen ist der nächste Rendezvous am Wähler und ich kann nicht Ihnen zuhören. Alle als Kandidatinnen und Kandidaten sind Feuer auf Flamme und warm laufen für diesen Marathon bis den 11. Juni. Liebe Kandidatinnen und Kandidaten, ich gebe euch einen kleinen Tipp mit auf den Weg gehen. Macht gerade wie beim Marathon, gibt nicht schon alles auf den ersten Kilometern, weil sonst geht es sauer bis an die Arrivée zu kommen. Halt ihr all den nötigen Atem und die nötige Energie für die letzten Kilometer, weil den offiziellen Auftakt von der Wahlkampagne als recht 4 Wochen für die Gemengewahlen, nämlich den 15. Mai. Liebe alle gut, nur im Fotoshooting von Göst sind mehr wie 80% von unseren 612 Kandidaten geknipst. Und quasi alle Proportsgemengen dürfen als Liste präsentiert, die letzten werden an den nächsten Tag noch kommen. An unseren Sektionen wird fleißig das Wahlprogramm geschafft und auch ein Bilan von den letzten Jahren. Auf viele Städte am Land konnten die Mattbürger schon die erste flott auf farbige Flyer von unseren Kandidaten an den Händen halten. Die Organisation von der Kampagne für die Gemengewahl lebt auf die Heichtouren und wir gehen mit Vollgas noch 4. Die dürft ihr auf Flottplakaten mit ganz klaren Messagen freuen. Den offiziellen Lancement von der Gemengewahlen an eben Präsentation von unseren Affischen und Themen werden wir am April auf einer Pressekonferenz machen. Zu einem uniformen Auftritt noch draußen gehört aber nicht nur die Flyer, Gadgets und ein Corporate Identity, die aus engem Goss ist, sondern natürlich auch ein Wahlslogan. Der Wahlslogan für der CSV für diese Gemengewahlen ist «Mehr noch, mehr bewegen». So steht es ganz groß. Mehr noch, mehr bewegen. CSV als Partei ist damit, eine Volkspartei, an der jeder Einzelne zählt,
und an der jeder Einzelne sich rümpft, egal wie allen ist, egal wo ihr könnt und egal was ihr am Leben möchtet. Wir sind die Partei, die nur bei den Leuten ist, nur bei der Sorge von den Leuten, an denen Leute nach dem greift, die am nötigsten brauchen. Das ist CSV. An alle Gemenge geht es darum, selbst zu bewegen, Projekte umzusetzen für das Wohl und am Sinn von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das geschieht mit der CSV an unseren Bilan an den Gemenge, wo wir in der Verantwortung sind, die kann sich durchaus weisen lassen. Es geht aber auch darum, Mitbürger nächstes mehr dazu zu bewegen, sich zu engagieren an den Vereinen von ihrer Gemenge, an ihrer Gemenge, aber auch für ihre Mitbürger. Das gesagt die Menge schon unsere 612 Kandidaten, die wir aufgestellt haben. Daneben ist es ja immens wichtig, auch als nicht-Lützeburg Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu zu bewegen, sich für am 17. April auf die Wählerlisten androhen zu lassen. Weil ihr wisst, entre-temps kann jeder, der heute zu Lützeburg wohnt, sich als Wähler ausschreiben lassen. In dem Sinn haben wir ein ganz kurzer, knackiges Erklärvideo an diese Flyer, den ihr alle gut am Download-Center raufladen, präpariert. Die sind doch heute gefordert, für eine Nicht-Lützeburg-Bekanntschaften umzuschwätzen und zu motivieren, erstens sich anzuschreiben und zweitens natürlich CSV zu wählen. Weil nicht mit dieser Unterstützung für alle Kandidaten können wir als Ziel erreichen, und zwar, dass bei der Gemengewahlen den 11. Juni kein WLAN CSV an Kandidaten von der CSV geht. So nicht merci. Ja, guten Morgen, die Damen und die Herren, auch von meiner Seite. Und ich muss sagen, es ist richtig gut, hier an die vollgefüllte Saal, hier an der Deichhalle zu gucken, weil ich meine, das ist ein immens starkes Zeichen. Ein starkes Zeichen für das Superwahljahr, was schon ein paar Mal angeklungen ist. Und ich meine, das ist das Zeichen, dass 2023 das Jahr von der CSV geht. Und da sind natürlich alle Gute gefordert. Aber wenn ich das heute Morgen gesehen habe, dann ist man doch nicht bang, dass wir das Jahr richtig gut aufschneiden werden. Und ich muss sagen, Beitwahlen sind so wichtig für das Land wie schon lange nicht, weil wir schwätzen von der Inflation, wir schwätzen von den hohen Energiepreisen, von der Klimakrise, von der Logementskrise, von der Mobilität. Oder ich meine, wenn wir hier am Norden am Land sind, auch vielleicht von der Immobilität. Da wisst Ettelbreg neuerdings Terminus vom Zug. Und ich meine, die Mobilität, das ist auch das, was wahrscheinlich die heutige Regierung am Moment am besten charakterisiert oder das Wort, was die Regierung am besten beschreibt. Wann in drei streng zieht, an drei verschiedene Richtungen, dann können die meistens nicht ganz weit. Und das sehen wir am Moment ganz stark. Und wir haben natürlich auch ganz konkret Beispiele. Ich gucke in die Leon Gloden, an der Santé zum Beispiel, du musst Gemengen, wir müssen untreten, für du auch mit den IRM etwas zu bewegen. Bei Alloyers-Gesetz als ein anderes Beispiel, wo man nicht wissen, ob die Linkshand weiß, was die Rechtsgemäht hat, oder ob sie vielleicht die Linkshand die Rechtshand bedupst hat, das wissen wir nicht. Die Kontournement Kerching, ich gucke auf den Michel Wolter, du hast da Bemolo einen Tunnel aus dem Hut gezaubert, und das schenkt den Leuten egal zu sehen, ob Kanner Moje, sondern auf Nü de Luxemburg weiter mussten hosten, wenn sie an die Schule gehen. Das sind Sachen, wo man einfach so die haben den Kontakt zum Terrain verloren. Weil die Gesellen und Gesellinnen den Kontakt mit dem Terrain, mit den Leuten verloren haben, ist es eben gerade so wichtig, dass wir stark Gemengen haben. An der 70 Gemengen hier am Land ist CSV justement mit oben Pouvoir. Und das ist eine gute Sache, dass wir hier an der Majorität sind. Weil wir sorgen an den Gemengen für den sozialen Wohnraum, wir machen Klimaschutz an den Gemengen über den Klimapakt, und das Klimaschutz zusammen mit den Mitbürgern und nicht gegen die Bürger. Wir sorgen noch dafür die Sicherheit, wenn wir an den Gemengen, wann es so weit kommt, dass der Minister seine Taschen nicht proper nur kennt. Und ich meine, die Damen und die Herren, für uns sind Gemengenwahlen einfach keine Randnotiz. Für uns sind Gemengenwahlen einfach mal den Hauptplan. Und ich meine, das ist wichtig, dass man denkt, zu unterstreichen. Weil was beschäftigt als Mitbürger am meisten am Alltag? Seid ihr zum Beispiel an einem Verein, spielt ihr oder kann er zum Beispiel Fußball, Theater, Musik,
wie kommen Kanner an die Schule, an ass die Schule dann iwwer an der Gemeng, gëtt eng Krech, wo trifft Dir eich mat Kollegen a Bekannten, dat ass alldeeglech Liewen an dat spielt sech nummol an der Gemeng of. An do wéit ass Gemengepolitik fir CSV schon net gesot, keng Niewesach et ass een Herplan. An do wéinst triet CSV fir stark an handlungsfähig Gemengen an, fir eng proaktiv a solidarisch Gemengepolitik a Kommunalpolitik, no bei de Leiit, no bei hire Froen an no och bei hire Surgen. Gemeng, dat bedeit auch fir Eis auch Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeit Madeneen, net Niewendeneen, mir stehen für Integration, Inklusion, an der das halt prioritär. Wir wollen die Leute motivieren, an Vereine Matze machen, wir wollen Plattformen schaffen, wo sie sich treffen können, für gemeinsam Projekte zu entwickeln, und auch dafür, für das gemeinsam steht CSV. CSV steht aber auch für Menu, und das hat er auch gesehen an diesem Slogan, das heißt administrativ Vereinfachungen, das heißt Kurzwehr, und das heißt mehr Digitalisierung, und ich meine, wir gehen noch heute für, dass wir als Flyern auch all digital erst zur Verfügung stellen. Ein Gemeng muss sich der Zeit aufpassen, sie muss sich modernisieren, und sie muss so sehr und so effizient, also Bürger nur, für, wie möglich sein. Und auch dafür setzen wir als im Gemengenniveau ganz stark fähig an. Die Damen und die Herren, an einer Gemeng muss jeder seinen Platz finden. Das ist wichtig, dass wir probieren, dass es jederem an der Gemeng gut geht. Es kann sein, dass es Leuten aus diversen Gründen eben nicht so gut geht. Und dafür muss man ihnen helfen, vielleicht bei einem Loyer helfen, kommunale Wohnungen zur Verfügung stellen. Und auch sonst, wenn es bei den Lebensmitteln knapp geht, dass wir da abhaken, nur bei den Bürgern. Und ich meine, das ist auch eine efficace und vielleicht auch die efficace Sozialpolitik, die wir auf dem Gemengenniveau machen. Ich habe nicht gesagt, als 70 Gemengen mischt CSV der Toten eine Sozialpolitik nur und die Bürger. Die Damen und die Herren, Gemengepolitik als Kultur, als Gemengepolitik als Eisen Alldach, als Gemengepolitik als nur. Gemengepolitik als gelieften Demokratie an dat als CSV. Wir haben den Morgen einen großen Teil von unseren Kandidaten, die bei den Gemengewahlen nur Terra, nur bei den Bürgern untreten werden, weil wir den Lien zum Terra nicht verloren. Das schenkt bei anderen Parteien anders zu sein. Das sind wir, und das CSV, und dass man ganz freut, dass man so viele Kandidaten, auch ganz junge Kandidaten dabei haben, wo man gesehen, wie motiviert als Leute sind, für Renouveau auch hinzukriegen. Eine starke Gemengepolitik ist dann noch ein starker Startschuss für das, was du nur könnt. Den anderen Hauptplan von diesem Jahr, das könnt ihr im Oktober, und du werden als andere Kollegen auch noch darauf eingehen. Ich sage vielmals Merci an CSV, wird die Gemengewahl rocken. Merci dir zwei. Merci für die Arbeit, die da gelegt wird. Du hast sie nicht allein gelegt, du hast sie gelegt auch mit unseren Mitarbeitern. Ein ganz großes Merci auch an Sie. Sie sind da für euch. Und Sie werden auch da sein, auch in Zukunft. Wenn es heißt, alle Guren, die kleine Arbeit, die kämen gesagt, mit die notwendig ist, am Hintergrund zu machen, für das dir könnt richtig für mit unseren Leuten schaffen. Einmal auf Führerfahren wollte ich aber von unseren Ehrengästen begrüßen. Unser Jacques ist da, der Jacques Sander. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Wir haben gerade den Aktivitätsbericht gelauscht, mit der wisst genau, dass bei unserer Partei genau wie daheim für Aktivitäten zu machen, muss ich noch Schuhe holen. Und da hören wir den Thierry Schumann. Wo ist denn Thierry? Komm da hoch. Den er sieht, wie es dann mit unseren Finanzen, mit unserer Kiste ausgesehen. Meine lieben Kollegen und Kolleginnen, da könnt ihr spannenden Teil, wo sie mit den schwarzen Schuhen drin. Wir hatten einen, das ist schon der nächste Trick, dass so klein, dass ich nicht lesen kann.
trau keine Finanzen, die du nicht selber gefälscht hast. Fangen wir mal am Compte de Perte et Profit an. Wie gesagt, da einerseits wird man 2022 gemerkt und das den Tableau links, war die Kolonne links, dann hat 2021 und 2020. Wie gesagt, dass einerseits man 30% mehr Kotisationen rangeholt wie für drin. Das tut nicht nimmen mit der Erhöhung von den Kotisationen, die da mit gestimmt hat, zu dienen. Mit Tatsache, dass man notamment ein ganz rich neue Membre gekriegt haben. Contribution des mandataires, das wird uns notamment Deputiert in Europa deputiert, rabringen 209.000 €. Es wird mich richtig gefreut hat, Donation ou Leg, das sind Don, hauptsächlich, dass die Leute, die so, ich gehe der Partei einfach ein bisschen mehr, heute nach mal eine kleine liebe Message, die macht eine gute Politik oder weitere so, und dass die Leute die dann abrunden, hier Kotisation, dann nicht 20 € bezahlen, mit 50 oder ein bisschen mehr, die gesehen, das waren 1829 €. Das waren 1.070 €, und das sind da 5.860, und ich kann nicht so, dass wir da drüber für das Jahr schon ein ganzes Stück rüber sind. Also Leute, die freiwillig uns mehr unterstützen. Financement public à Staat wird der Staat uns beilädt, autres subventions étatiques, das notamment congés politiques, Recettes provenant des Manifestations, das wenn man Wirtschaftliche oder Kohle verkaufen und Leute bezahlen etwas, autre Recettes 1032, und da kommen wir auf Gesamteinnahme von 1.320.455,76 €. Und da gehen wir bei den Ausgaben. Friede Kommunikation 181.000, das ist natürlich nur 2020 Covid-Jahr und 2021 ein ganz Stück an die Luft gegangen. Annoncen selbst, Dépenses elektoral nach null. Aide financière, Subventionen, das wird mehr und Basisorganisationen bezahlen, das an den Sektionen, das sind 84.000 €. Das sind ein bisschen Männer wie das Jahr für drun, wie weit, wenn wir das Jahr für drun Retard hatten von den Jahren für drun, die sind demals mal ausbezahlt gehen. Was tun wir nach Charge extern, praktisch selbst wie die Jahr für drun, Personalkosten ein bisschen Männer, weil wir einen halben ETP, wie das genannt wird, Männer haben. Bon, da fuhren wir weiter. Und dann landen wir finalement bei Provision Kampagne électorale, 230.000 €. Wir hatten Steuern zu bezahlen, Lohnsteuer 37.000, und dann kommen wir auf ein Resultat des Exercice von 14.522 €. Und dann sieht er bei demselben Monat 1.023.455,74. Das sind 2 Zentimeter Unterschied, ich weiß nicht, wo die hingegangen sind. Da sieht er das Resultat. En fait, heißt das wert, dass wir einerseits 230.000 € Provisionen gemacht haben und 14.500 € Report à nouveau haben. Wir schließen das Jahr also ungefähr mit 250.000 € Boni auf. Das ist auch das, was wir gewiesen hatte, wie wir von einem Jahr den Budget gemacht haben. Wir sind das also de facto eine Punktlandung für uns Finanzen. Gut. Da gebe ich dazu den Gast, siehst du, Wort zu, das hast du nicht mehr bei mir gewusst, du hast notamment Punkt für Punkt noch geguckt gehen von einem langjährigen Reviseur, der Gast Kraus. Merci dafür an dem Jacques Bauer. Gast, kannst du Wort dazu sagen? Parteipräsident, Madame Co-Präsidentin, Madame Präsidentin vom Kongressbüro, liebe Member von der CSV. Den letzten Mittwoch hat Thierry Heiß, Jacques Bauer, mir die Bücher von der Kontabilität präsentiert. Und wir haben die übliche Kontrolle gemacht, die an der Kontabilität üblich sind. An eine ganze Gruppe Stichprobe gemacht, was der Ausgabenseite, und wir konnten keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Wie der gesehen hat, sind Finanzen von der Partei gesund,
an ich meine, mit denen kann gestärkt an die nächsten Wahlen gehen. Ich wünsche aber auch alle guten die Kandidaten, die sich die nächsten 2 Wahlen stellen, ein stärkt Resultat. Merci. Merci Gast. Daraus ergibt sich lohn einke de Bilan, von der den affichieren könnt, wann ich gelieft. Bilan heute nicht nicht brauchen das die sieht just dass an Lut geht wie weit geht an Lut weil man de Boni vom Joa nämlich notamment die 230.000 Euro die wir beisetzen an Reserve für uns wählen do dabei gesagt hun de Bilanz an dem Sinn geht ein bisschen herab. Uns der Gast wird wieder gesagt, uns Finanzen sind gesund. Wir in 2020 können 200.000 Euro auf Zeit setzen, 2021 250.000, 2022 230.000. Und das ist genau an der Linie von dem, was wir uns vorgestellt hatten, für die 2 Kampagnen, die wir für uns haben, können zu stimmen. Können wir ja, also lo können wir de Budget vom nächsten Jahr. Okay. Okay. Also von diesem Jahr eigentlich schon. Die gesagt selbst aus de facto wie dat Jahr für drun, bisschen Index orientiert an adaptiert und zum Mandatäre kreen bezahlen ein bisschen mehr an, weil der doch Index gewonnen ist. Der Europaparlamentarier nicht, dafür bleibt die Montant selbst. Kotisationen gehen ein bisschen an die Luft. Financement des Parteipolitiken, denke ich, das hat für die Stadt auch ein bisschen. Ich habe 8.000 Euro Donner gesagt, letztes Jahr standen wir bei nicht. Ich sehe nicht, dass wir schon über den Montant raus sind. Das heißt, Resetten das Jahr für 1.282.600. Letztes Jahr waren das 1.209.600. Wir haben letztes Jahr realisiert 1.320.456. Bei den Ausgaben, die sieht Salären, die sieht, was man der Europäischen Volkspartei, Zeitungen und so weiter rausgehen. Unser Loyer bleibt selbst, denn das dank dem Freundeskreis nicht indexiert, dafür sind wir damit zufrieden. Die Assuranzen, ja, ein bisschen Medaillen, Kotisationen gehen dann, wenn wir bei der Resetten ein bisschen an die Lut gehen, gehen natürlich auch das, was wir die Sektionen rumgehen, ein bisschen an die Lut. Ich kann nicht sagen, dass letztes Jahr genau alle Sektionen einen Stein mehr so gekriegt hat, wie das Jahr für drin. Frais de bureau, Publicité, Frais de Repräsentation, Kongress, an da landen wir bei einer Ausgabe von 1.029.900 Euro. Und da sieht er, dass man daraus auch für das Jahr am Budget ordinär, der das nicht den Budget von den Wahlen, das Budget von den Wahlen wird am Nationalkomitee festgesetzt. Aber hier gehen wir auch davon aus, dass wir das Jahr ungefähr mit einer 4 Millionen Exzedent werden bleiben. 2022 hat man 250.000 Euro an das Budget gesetzt, in der Finalement 244.000. Gehen die gesehen, das ist aber de facto eine Punktlandung. So. Gut. Das ist an 3. Das ist an 3. Ja. Oh, ich bin auch nicht fertig, weil die wird ja enttäuscht. Ja, das für das Budget. Aber die wird ja enttäuscht, wenn ich nicht einfach irgendetwas ging aus der Hut zaubern. Die können sich vielleicht verschiedene nicht um den Kappe von der letzten Karriere erinnern. Ich habe eine Mattbrühe, ich denke, das ist rosa. Wie wäre das rosa? Weil wir an eine rosige Zukunft gucken. Für 2 Jahre haben Leute gemeint, wir müssen unseren Kongress auf Latein halten, für die Leute einen deutschen Spruch zu gewinnen. Die Stimmung war nicht besonders gut. Wir waren in einem Tiefpunkt gekommen. Und ich muss sagen, dass wenn der die rennen, also wie mir, wenn der Morgen hier rankommen sieht, Lachen, neue Gesichter, Optimismus, Leute, die froh sind, sich rumzusehen. Und ich da immer mit Kollegen, die Meister schwätzen, die sagen, was tut ihr ein flott löscht, und du, mit mir noch ein immens gut löscht. Wir hatten als löschten, allermeistens zusammen, alors que les autres pédalent encore dans la choucroute. Ich muss sagen, was wir die letzten 2 Jahre, die Stimmungswandel von den letzten 2 Jahren, wenn ich gucke, wo wir für 2 Jahre stungen, wo wir hallo hier sind, das kann in Heilbahnen füllen. Die sieht alle gut, die hat alle gute Chance, weil die sieht morgen von einem Verein, die gewinnt. Ich wünsche nicht einen schönen Tag.
Merci Thierry, also als Konten, als Suen, als Finanzen für Lof a für Zukunft sind an der richtigen Hand. Ich meine, das tut lo heieren. Und die gehen noch gut kontrolliert vom Gast, so wie das sich an einer Demokratie gehört. Lo also es unhirsch für aufzustimmen, für Text über den Bericht vom Eisen Stefanie Weidert a Christoph Hansen, den Aktivitätsbericht, die Affersterne sind, die sollen Kart an Lot haben. Merci. Die dagegen sind, sollen Kart an Lot haben. An die Abstention willen stimmen, sollen Kart an Lot haben. Felicitationen die zwei Generalsekretärinnen und Generalsekretären. Unanimität für gut erbecht. Und lo kommen wir zu der zweiten Aufstimmung über den Finanzbericht vom Thierry. Wen als man Thierry singen konnten, auferstanden? Merci. Wen hast du dagegen? A wen enthält sich? Auch für dich, Thierry, Unanimität. Bravo. Formidabel. Liebe Freundinnen und Freunde, nun ein Überraschungsgast. Der hat hören sowohl von unserer Parteipräsidentin wie auch von unseren Generalsekretären, dass wir ganz viel Nicht-Lützeburger auf unsere Listen haben. An den großen Teil von denen Nicht-Lützeburger könnt ihr euch schon vorstellen, das sind als portugiesische Freunde. Und dafür ist auch Zusammenarbeit zwischen unserer Partei und unseren portugiesischen Freunden ganz stark. Und dafür ist auch heute den Präsident von unserer portugiesischen Schwesterpartei, den Luis Montenegro, bei uns. Luis, willkommen. Hier ist noch die Namen nicht. Wie könnt besser den Luis Montenegro vorstellen wie unser Parteipräsident, der auch durch seine Familie etwas von den Portugiesen kennt. Claude, wann ich gelebt, das und der. Merci Viviane, merci beaucoup. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Luis Montenegro parmi nous à Luxembourg au congrès du CSV. Luis est président du PSD, du Parti social-démocrate, notre parti frère ou sœur, je ne sais pas, au Portugal. Et il est comme nous, en fait, dans l'opposition aujourd'hui. Et il sera comme nous au gouvernement demain. Luis est avocat, ancien conseiller communal, député à 29 ans depuis 2002. Moi, j'ai appris personnellement à le connaître il y a 8 ans, lorsque tous les deux, on était ensemble présidents du groupe nos groupes parlementaires respectifs. Lui, il était président lorsque Pedro Passos Coelho était Premier ministre au Portugal. D'ailleurs, Pedro Passos Coelho, il y a 6 années, était également notre invité ici au congrès du CSV, donc une tradition d'invité du PSD ici. Il fait aujourd'hui, comme je l'ai dit, le même travail de réorganisation
de son parti pour le préparer aux élections au Portugal. Il est, et ça je dois l'ajouter, au Parti populaire européen à Bruxelles, un très grand allié, un très grand soutien, puisque très souvent, la plupart du temps, presque toujours, nous avons les mêmes opinions et les mêmes causes à défendre. Son seul défaut, et il faut que je le dise, c'est qu'il est un supporter du FC Porto au lieu d'être un supporter du Sporting de Lisbonne. Mais personne n'est parfait. Cher Loïs, malgré ça, avec beaucoup de plaisir, je te passe la parole ici. Merci beaucoup. Bonjour, chère Viviane Reding, cher Claude Wiesler, cher Luc Frieden, chers membres du Congrès, chers amis. C'est avec une grande joie, mais aussi avec beaucoup d'émotion, que je m'adresse à vous en ce congrès du CSV. Je vous remercie pour votre invitation. C'est un honneur d'être aujourd'hui parmi vous. Depuis longtemps, nous avons des relations étroites et nous voulons, j'en suis sûr, les approfondir. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Chers collègues, chers amis, nous vivons une période que nous pensions ne plus jamais revivre. La paix est redevenue, malheureusement, une valeur pour laquelle nous devons à nouveau lutter chaque jour. Chaque jour. Ça, c'est ça l'Europe. L'Europe qu'on a construite ensemble. Une Europe pour la paix. Une Europe solidaire. Mon parti assume totalement son engagement européen. Le PST est un parti frère du CSV, un parti inscrit dans cette grande famille européenne qui est le Parti populaire européen. Et comme dans toutes les familles, il faut se parler, apprendre à se connaître pour se renforcer. La politique est faite par des personnes pour des personnes. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous sommes deux partis modérés, réalistes et humanistes de l'Union européenne. Les socialistes mettent l'État au-dessous de la personne. À l'inverse des libéraux, nous sommes des partis politiques avec une forte sensibilité sociale. Les extrêmes, soient-ils de gauche ou de droite, sont fondamentalement la même chose. Ce sont surtout des mouvements de contestation qui ne sont pas porteurs de vrais projets de transformation sociale. Chers amis, nous sommes des partis qui n'abdiquent pas de ces valeurs pour arriver au pouvoir. Au Portugal, après une défaite électorale, les socialistes ont trahi leur histoire et ont constitué une alliance avec les communistes et l'extrême gauche avec comme seul but arriver au pouvoir. Chers collègues, mon équipe a été élue en juillet dernier, lors d'un congrès comme celui-ci. En ce moment, nous avons des sondages qui nous sont de plus en plus favorables et nous apportent de la confiance. La confiance de pouvoir
gagner nos prochains défis électoraux. Chers amis, ici au Luxembourg, terre d'accueil d'une importante communauté portugaise, je voudrais adresser un mot final à nos frères du Luxembourg et un autre à mes compatriotes. D'abord, je me dirige aux autorités du Luxembourg et en particulier au CSV. Je vous remercie en nom de plusieurs générations de Portugaises pour votre politique d'accueil exemplaire. Merci. À mes compatriotes, je les remercie pour l'exemple que vous nous donnez de courage, de persévérance, d'esprit d'entreprise et d'intégration. Pour moi, le Portugal doit compter avec tous les Portugais, soit ceux qui vivent sur notre territoire, soit ceux qui vivent à l'étranger. Chers collègues, c'est au moment des élections que nous avons la possibilité de changer les choses. Vos élections communales du 11 juin sont un de ces moments. Il faut aller voter et convaincre autour de vous. Et surtout, rappel d'ordre pratique, il faut s'inscrire jusqu'à 17 avril. Je suis certain que les candidats de CSV vont gagner, que nous allons tous gagner. Pour terminer, permettez-moi de m'adresser à mes compatriotes dans ma langue maternelle. Minhas amigas, meus amigos, caros companheiros, estou aqui para transmitir todo o apoio do nosso partido, o Partido Social Democrata, aos nossos amigos e partido irmão do CSV. Quero reforçar o que aqui acabei agora de dizer. É muito importante que a comunidade portuguesa possa participar, primeiro nas eleições que se avizinham locais, com a inscrição que está em curso até 17 de abril. Lanço daqui um apelo muito forte para que todos desenvolvam um trabalho de sensibilização para reforçar a votação no CSV, em cujas listas participam muitos cidadãos portugueses. A participação dos portugueses nos órgãos políticos locais aqui no Luxemburgo é também uma forma não só de contribuir para integrar melhor aqueles que aqui vivem, mas para servir os interesses de Portugal. E Portugal precisa muito da ajuda de todos vós, aqueles que aqui vivem no Luxemburgo, que possam investir em Portugal ou que possam levar investidores a Portugal. Como sabem, nós vivemos um tempo em que Portugal está a empobrecer com as políticas socialistas. Temos um governo guloso nos impostos, mas muito forreta nos apoios sociais. Temos de mudar isso. E temos de dizer ao Partido Socialista que os portugueses são pessoas. Os portugueses não são números, nem são PowerPoints. Por isso, caras e caros compatriotas portugueses, participem, ajudem o CSV, ajudem a eleger bons autarcas, porque isso também vai ser o caminho de termos um governo novo e um primeiro-ministro também novo. Cher Luc, cher Luc Frieden, je viens dans ma langue maternelle d'appeler à la communauté portugaise de participer et de voter dans les prochaines élections communales. Je te souhaite que le soutien de notre communauté sera aussi une aide importante pour que tu deviennes le futur
Premier-ministre du Luxembourg. Ton élection sera un pas très important pour tout pays, mais aussi pour l'Europe et mais aussi pour Portugal. À mon ami Claude, il faut que je le remercie pour son soutien et surtout pour son extraordinaire travail. Mes amis, merci beaucoup à tous. Bon travail. Vive le PSD. Vive le CESVAL. Vive le Portugal et vive le Luxembourg. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette solidarité. C'est une solidarité en marche qui va se mettre en pratique pendant les prochains mois pour le Luxembourg vis-à-vis du Portugal et pour nos amis portugais sur nos listes ici à Luxembourg. Mais j'ai une autre déclaration à vous faire. Nach een eregast. Eisen Jean-Claude. Jean-Claude Juncker. La Solidarité en Marche, da das auch den Titel von dem kleinen Film, den er als Übergang kriegt zwischen dem, was wir gehört haben, als ein Freund, ein Parteipräsident aus dem Portugal, ob als Freund, ein Parteimember hier zu Lützeburg. Olá, eu sou Rafael, tenho 33 anos e vivo em Steinfort. नमस्ते, मेरा नाम साहिल है और मैं इंडिया से हूँ, बट अब मैं लक्समबर्ग लिम्पसवर्ग एरिया में रहता हूँ. Përshëndetje, emri im është Gerta Shaqe, unë vin nga Shqipëria dhe jam antare e CSV. Bună ziua, numele meu este Daniela Clara Moraru și locuiesc în orașul Luxemburg. Мене звати Олександр, я українець, киянин, і я маю нагоду проживати в цій чудовій країні Люксембурзі і бути членом Християнської демократичної партії. مساء الخير، أنا اسمي أمال، أسكن في بلدية بلفو من حوالي 23 سنة. CSV steht für mich für Familie, Sozial, Volkspartei und Partei, die nur vom Bierger aus. J'ai intégré le CSV car je partage ses valeurs, je partage la diversité, l'ouverture d'esprit, l'implication des étrangers dans les décisions politiques. The main values of the party that I'm totally aligned with are Christian democracy, environmental protection, and economic prosperity. Pour moi, le CSV représente diversité de professions, de nationalités, de langues,
de backgrounds. Donc c'est tellement important pour moi de retrouver tout cela. The values I share the same as CSV are diversity. All people are equal and it gives a lot of importance to them. It's family, to strengthen and to give importance to the family. And of course, the cohesion between people. For me, CSV is known for its openness. I see the leaders here are really open to learn about the issues at the ground root and also work on them and give answers. I have personally some examples. You can contact me. Yeah, I will. I have to get used. Du huet et gesinn an der CSV as Solidarität net nëmmen e Schlagwort, méi Integration an ze Summe schaffen as eng Realität. Wir wünschen alle Guren als Kandidaten, egal vu wat fräger Nationalität ze sinn, viel Erfolg bei de Gemengewahlen. Am kommende Lo op de Punkt vun de Nationalwahlen. Als Deputierten an der Chamber machen eng formidabel Erbecht. Sie machen unheimlich viel Propositionen. Leider ist es so, dass in all die Propositionen nicht immer und Öffentlichkeit kommen. Dir geht es am Fongehol nicht immer über das Mediengewur, was alle Guren wie Propositionen sind, die als Chamber möchte. Und dafür wollen wir zwei Elemente gesehen. Erstens einmal, das renkt national von unserem Parteipräsident. Und dann an der Chamber von unserem Fraktionspräsidenten. Parteipräsident, du hast Wort. Ich habe mich geirrt. Merci Vivian. Lieven Jacques, lieve Jean-Claude, wirklich froh, dass ihr zwei haut bei uns sitzt. Das ist für uns eine große Unterstützung und eine große Hilfe. Merci noch einmal dem Luis Montenegro, obrigado, Signor Presidente, caro Luis. Foi prazer ouvi-lo e prazer tê-lo conosco neste importante dia do Congresso para nós. E a próxima vez que estarás conosco, estou convencido que será como primeiro-ministro de Portugal. Der klappt, die hat also all mein Portugiesisch verstanden. Merci. Wie ich für 2 Jahre Kongress angetreten sind, die Präsidentschaft angetreten sind, da muss ich sagen, wäre mir nicht ganz egal. Wäre mir nicht ganz egal, weil als Partei, ihr wisst, dass alle Gurse, wie der Herr Banner sieht, nicht gut drauf wäre. Und ich so nicht ehrlich, ich hatte ganz komisch Gefühl am Bauch. Und ich denke, dass viele von euch auch ein komisches Gefühl am Bauch hätten. Wir hätten also als Zielsetzung gesagt, als Partei für 2023 ein Brett für die Wahlen zu kreieren. Heute muss ich so, dass wir Ruhe an die Partei tun. Dass wir engerderweise geschafft haben, wo zusammen erbecht, Fried möchte. Wir noch fertig bräuchten mit der ganzen Equipe, wo wir angetreten sind, Elisabeth, Stefanie, Christoph, und viele andere, die Partei so zu reorganisieren, dass wir das Generalsekretariat am Griff und aber intern gut funktionieren, dass wir auch das Funktionament von unseren Strukturen reorganisiert und dass unser Komitee schläft. Nur nicht fertig bräuchte auch,
dass man die Partei verjängert und mit den Doppelbesetzungen das schon gesagt gehen. Elisabeth Stefanie bei der Christoph am mich vorbeikommen, Feierungsgremien erneuert tun, hun extrem jung Feierungsgremien momentan, dass man auch als Komitee durchs Land und hauptsächlich als Wahllisten, wenn der so guckt, flott, dynamisch, jung und auch mit ganz vielen Frauen drauf sind. Wir haben nicht fertig gebracht, den Thierry hat es gesagt, und das war auch nicht so evident als Finanzen an den Griff zu kriegen, weil wie wir angetreten sind, waren Käsen eitel. Und das waren hervorragend, das hat auch viel von erster Rose gemacht. Und ich will mich auch bei denen entschuldigen, weil wir vielen haben müssen nicht sagen, das geht noch nicht, wir müssen tun, auf die Seite legen, wir brauchen sie für die Wahlkampagne. Das tun wir fertig, und heute können wir sagen, dass wir die 3 Wahlkampagnen, die kommen, auch können, nicht nur organisieren, aber auch nach finanzieren, da hast mir auch stehen vom Herz gefallen. Für die, die Samstag so bei den Nationalräten sind, die merken, welche Diskussionen wir am Gang sind zu feiern. Wir sind noch am Gang, als inhaltlich zu erneuern, als aufzustellen, als Visionen für die Zukunft so auszudrücken, dass als Alternativen für die nächsten Wahlen können gelten. Das ist die Arbeit, die wir am Gang sind zu machen, und wir haben Lust auf CSV geschafft. Und ich gesehen dat am allerbesten nicht nur um die Lüchten, wo wir viele junge Leute drauf haben, aber hauptsächlich auf den Dossieren, die wir alle gut an dem Parteigremien auf den Tisch kriegen, für zu unterschreiben, die neuen Membres, die bei uns an die Partei kommen. Und ich kann nicht sagen, seit 6, 8 Monaten ist das massiv ging, wo neue Membres an die Partei kommen. Und ich so nicht was am remarkabelsten ist, das ist, dass 50% von den Leuten, die neu an die Partei kommen, nicht Lützeburger sind. Wir sind am Gang, eine ganze Population, eine ganze Wählerschaft bei uns an die Partei zu kriegen, zu interessieren, und das ist ein Weg, den wir auch wollen weitergehen, dass CSV so ausgesehen wie das Lützeburger Land. Ich so der CSI, vielmals merci für die Arbeit, die sie gelesen hat. Ohne sie und ohne Clara hätte man das nicht können an den letzten Monaten machen. 15 Jahre CSI, unermittlich Arbeit, dreht hier Frieden. Merci, ich alle gut. Und dann die letzte Etappe. Ihr könnt dem Clara ruhig ein klappen, weil es verdient. An die letzte Etappe von dem, was man wollte machen, das war ein Spitzenkandidat von. Am Juni fand. Und ich so nicht am Witz, weil das ist nicht immer eine evidente Etappe am Leben von einer Parteigeschichte. Das ist sensibel, weil doch die Möglichkeit ist von Reibereien intern. Ich meine, und das sehen wir nur, wenn der aufstimmt, dass wir es fertig bräuchten, einen Spitzenkandidat zu präsentieren, den von der ganzen Partei gedrohen ist, an Welle von der ganzen Partei gedrohen ist, auch all deren als für die Wahlen von dem Oktober abmischt. Wir sind bereit für die Wahlen, wir sind bereit für die Kommunalen, wir sind bereit für die Nationalen, wir sind bereit auch für die Europäischen, die noch kommen. So nicht, das Jahr ist für uns ein absolut ein kruziales Jahr, weil Lützeburg noch den 10 Jahren Gambia-Regierung Reformen braucht. Wir müssen kompetitiv und attraktiv gehen, wir müssen Dermut, die immer mehr groß gehen als in den letzten Jahren in diesem Land, bekämpfen. Wir müssen als Gesundheitssystem, als Edukationssystem total ändern, wir müssen als Staatsfinanzen an den Griff kriegen. Und da wird der Lück erst nach Ideen, Eisideen an der nächsten Stunde erzählen. Mir kruzial aber auch, weil vieles an der Welt geändert wird. Vor 5 Jahren hätte ich als ich nie dran gedacht, an einem CSV-Kongress eine Reihe Themen müssen unzuschwätzen, wie froh von der Rechtsstaatlichkeit an Europa, wie froh von der Demokratie, die weltweit, mir auch an Europa menaciert ist, wie froh vom Krieg, den op unsere Grenzen ist, an den alldach op uns Leben zu Lützeburg auch Konsequenzen hat. Außenpolitik und Verteidigungspolitik sind Themen, die wir am Anfang ganz rar an unseren Wahlkampf angesprochen. Und ich weiß, dass Jean-Claude Heinz probiert hat, an den Reden, die ihn hier gehalten hat, mit zum Wahlkampfthema, also am Anfang nie richtig ging. Am Haut sind wir in einer Etappe,
wo Außenpolitik, wo Verteidigungspolitik an dem Zentrum steht von dem, was an Europa geschieht, an dem Moment auch von unserem politischen Leben am Reichsdemos stellen. Es gilt an dem Kontext extrem klar Positionen zu holen. Beim Ukraine-Krieg ist es klar, wer CSV von Anfang klar und deutlich. Russland feiert einen grausamen, menschenverursachernden Krieg, Massaker, Vergewaltigungen, Verschläfungen von Kindern, Terrorismus von Zivilpopulationen. CSV so nicht auch ganz klar Urteil von Anfang an die Regierung und die Europäische Union unterstützt bei all den Sanktionen, die sie dezidiert tun, bei all den Waffenlieferungen, die sie dezidiert tun, bei den Flüchtlingen, die wir zu Lützeburg akcueilliert tun, und auch bei den Umsätzen von den Sanktionen. All die Parteien, die wie den ADR sich dahin stellen, also wir sind Partei vom Frieden. Wir hätten gerne Friedensverhandlungen direkt an der Lo, die sie so wie den ADR sagen, dass Sanktionen gut nicht bringen und dass die Lieferung von letalen Waffen just die Kriegsgängeverlängerung und dafür wir sie nicht machen. Da so nicht muss man genau das Konträr machen. Das sagen, als nämlich die Ukraine ausliefern und dann noch andere Länder ausliefern, mehr Putin, der Diktatur, an der Unterdrückung. Ohne mit den Wimpern zu zucken, kaltblütig, und für mich auch zynisch, das beschreibt am Mengen an Eisen dem RDR seine Haltung haut. Für Friedensverhandlungen braucht ein Diskussionspartner, den auch Friede will. Das tun wir momentan nicht. Wisst ihr, das ist am Anfang einfach. Wenn Russland ophält mit Chasen, dann hast du Krieg Rivier. Wenn die Ukraine ophält mit Chasen, dann geht es nicht mehr. Und das ist der große Unterschied. Wir stehen hinter denen, die für Freiheit kämpfen, ohne Wenn und Aber, das so klar und deutlich gesagt sind. Responsabilitäten, ich muss ihn dafür auch holen, in Sachen Verteidigungspolitik. Klar Allianzen mit der NATO, auch mit den USA, und auch eine Responsabilität, die wir als europäische Länder und auch wir als Lützeburger müssen holen. Heute als Lützeburg das Land an Europa, wer am meisten an seine Verteidigungspolitik investiert. Wir froh seit längerem, dass wir sollen auf 1% vom PIB Europa gehen. Das hat die Regierung noch dezidiert. Wir hätten gern, dass es soll schnell geschehen, aber wir hätten auch gern, dass da noch auch nach weiter Perspektiven für auf die europäischen Ziele zu kommen, dass die an den Raum gesetzt sind. Die Regierung gibt sich bis 2020 für 1% zu kommen. Wir fuhren am Druck weiter. Wir hätten gern, dass es schnell so geschehen. Mit Frau stellt sich aber, wann ihr möchtet, wie es soll geschehen. Und ich erinnere mich an das, was die Greng 2005 gesagt haben, ich habe die Kommuniqué nach einmal durchgelesen. Da war den Luc Frieden Verteidigungsminister und hat den A400M, den Lützeburger Flieger, an Auftrag gekauft. Groß an den Zeitungen stand Kommuniqué von den Greng, Militärflugzeug für Luxemburg, nicht mit den Grünen. Das ist das, was sie derzeit gesagt haben. Und heute lassen sie sich in alle Winkeln mit dem Flieger fotografieren. Und das sogar am nächsten gingen sie direkt sich in Steuerknüppel sitzen, und da der Fliehen kriegen den Steuerknüppel kaum aus den Händen geholt momentan. Das ist das, was die Konsequenz an der geringer Politik nennt. Da muss ich aber sagen, sind ich froh, dass sie es machen. Mir ist so eine Eisposition über die Jahre, über das, was wir gemacht und über das, was wir bewiesen haben, war immer klar deutlich. Wir hätten gern, dass die Suchen, die wir für die Verteidigung engagieren, sinnvoll engagiert gehen. Wir hätten gern einen Ausbau zum Beispiel von der Kommunikationstechnologie für die NATO mit Satelliten, aber auch mit klassischer Kommunikation. Wir hätten gern einen Ausbau von der Komposante aérienne, noch mit Helikoptern. Wir hätten gern eine Santé-Kompetenz zu Lützeburg am Militärbereich, mit nicht nur wie den Herr Bausch, den hauptsächlich den terrestrischen Ausbau, den langwierig ist. Dafür haben wir eine Debatte über die Zukunft der Armee am der Chambre angefragt. Auch als Allianzen noch außen, und das ist mein dritter Punkt, müssen klar sein. Jeder kennt heute Jean Asselborn. Aber keiner weiß, was Jean Asselborn seine Außenpolitik ist.
Dat ass bon Mo, de lo seit 15 Joer woer ass am méi woer ass haut wie je. Wir brauchen Klarheit iwwer deis Allianzen, iwwer deis Zielsetzungen. D'Welt ass haut ernstnecht wéi 2004, wo den Herr Asselborn mat der Außenpolitik ugefangen huet. Europa ass net méi am Zentrum vun der Weltgeschicht, Demokratie gëtt net mi, wie man dat gemengt hat, no dem Fall vun der Mauer vun alle Länder ugestreift, sogar innerhalb vun Europa ginnt Demokratie kontestéiert. Wir können haut feststellen, dat et Allianzen ginn vun antiliberale Staaten géint die westlich Wertter an als Lebenserderweis. Dofir so an der Außenpolitik brauchen wir klare Allianzen mit der NATO, mit anderen Demokratien wie den USA, wie Japan, wie Australien, wie Kanada oder da auch südamerikanischen Staaten, auch noch Handelsaufkommen mit den Ländern, die gleichgesinnt sind wie mir. Wir brauchen auch, dass die EU eng ordentlich funktioniert Außenpolitik hat, wie oft und wie lang freten Jean-Claude Juncker und noch de Jacques zu den Majoritätsdecisionen am Kader von der Außenpolitik an Europa. Wir brauchen ein klares Positionement, was Rechtsstaatlichkeit geht auch an Europa. Und wir brauchen ein Bewusstsein von Responsabilitäten vis-à-vis von anderen Kontinenten, was hauptsächlich für Europa selbstverständlich Afrika wert sind. Klare Zielsetzungen, wir brauchen besonders Haut, klare Linien an der Außenpolitik. Und seit bald 20 Jahren haben wir die Impression, dass die Lützeburger Außenpolitik ganz einfach ein Blindflug ist, ohne Pilot, ohne Plan und ohne Ziel. Getrieben von den Interessen von einem Außenminister. Ein Blindflug, man hat Gedanken, so lange wie möglich am Flieger zu sitzen, weil da braucht ihn so Mann wie möglich zu Lützeburg zu sehen. Ich schließe ganz einfach auf, das muss ändern, das machen wir im Oktober, und ich so nicht mehr wird nur lauschen. Merci dir, Claude, Parteipräsident, für klare Haltung. Und merci hauptsächlich für die ruhige Hand während den letzten Jahren. Weil wenn du nicht gewirrscht wärst mit der ruhigen Hand, wird die Partei nicht so an die Lut kommen. Lo hummer ein Resultat, das sich weisen lässt. Wir haben ein Renouveau, aber wir haben viele Leute, die Lust auf CSV haben, an die bereit sind, für mit an die Wahlen zu gehen oder für mit an die Wahlen zu helfen. Wir haben aber auch an unserer Chambre eine starke Equipe, die schafft, Tag für Tag, die Propositionen mischt, Tag für Tag, aber wo es allkehr dann ist, geht 31 zu 29. Aber was die 29 will für die Zukunft von unserem Leid, von unserem Bürger, von unserem Land sagen, das erklären uns die dynamischen Präsidenten, die wir haben an unserer Fraktion, Martin Hansen, an den Gilles Roth, kommt Europa, also was wir alles vorschlagen an der Chambre. Merci Vivian. Leif Ehre Gäste, leif leider le de Claude so, dat 10 Jahre blau oder grün, das geht lo endlich stör. Weil was man nicht alles versprochen geht, ich schwenke mal bei der Gesundheitsversorgung an. Am Koalitionsakkord steht, dass die nationale Gesundheitsversorgung soll und Demografie von unserem Land angepasst gehen. Das ist ja sich ein ganz logisches Versprechen. Wie war das geschieht? Die Bevölkerung hat in den letzten 10 Jahren 25% zugeholt, als Klinikbetter haben nicht 25, nicht 20, nicht 15, nicht 10, nicht 0, nein, sie haben aufgeholt. Mit dem Resultat stauernde Kliniken. Eine Misere Digitalisierung am Gesundheitsbereich als versprochen. Was das da geschieht? Das Dossier E-Santé hat 59 Millionen gekostet bis jetzt, Resultat 0. Ein einheitliches Datenveröffentlichungssystem an alle Kliniken als versprochen. Was das geschieht? Nicht.
Wenn der Lo an eng Klinik geht, da lässt irgendwelche Spieler machen. Da kriegt an der Klinik noch immer ein CD an der Grab, da packt die CD an der Posch, der führt dann die nächste Klinik mit dem Autobus zu oder ich weiß nicht was, packt CD raus und da guckt den nächsten Doktor das. Wir gehen am Digitalisierungszeitalter mit den digitalen Daten wie wenn wir am Postkutschenzeitalter wären. Versprochen, guten Morgen, dass Prävention und Früherkennung bei den Krankheiten Priorität sind. Und das misst auch Priorität sind. Aber was das geschieht, auch im Enkerhai nicht viel. Diese Weekend haben wir Relais pour la Vie, wo da eigentlich ein ganz Party von euch auch da laufen gehen, wir gehen noch da laufen. Aber wenn wir gucken, was der war bei der Mammographie. Ein Fakt ist, dass mehr wie eine Frau der Diagnose kriegt, dass sie Brustkrebs hat. Fakt ist, dass wir mehr wie 500 Frauen haben, die Diagnose kriegen. Da müssten wir aber alles machen, dass die Früherkennung funktioniert. Das ist aber nicht der Fall. An einer Question parlamentär von Mabröll ist gesagt, dass jene Klinik die Werdezeit außerhalb von dem Früherkennungsprogramm, die Werdezeit bei 1,5 Jahren liegt. Das ist nicht zu akzeptieren. Und da sagt Madame Lehnert, lo kürzlich Römenker an der Chambre, sie wären lo auf der letzten Linie droit für Zeit, Deleen, für Rendezvous zu verkürzen. Was da, wir haben die Floskeln von der letzten Linie droit an den letzten Jahren x-mal hören. Also entweder als wirklich der LASAP oder die Regierung so löst wie schlägt, dass sie krauchen bis bei der Linie droit, oder sie haben sich mit ihrer Gesundheitspriorität, nämlich Cannabis-Priorität am Kopf, auch noch auf der letzten Linie droit verlaufen. Klar ist definitiv, das sozialistisch, dirigistische Gesundheitspolitik hat versucht, aber wir brauchen aber wir brauchen endlich eine Gesundheitspolitik mit Mensch, weil um den Mensch geht, mit dem Patient am Mittelpunkt, und da werden wir jetzt drüber gehen. Da komme ich bei den Umweltbereich. Auch da steht es am Koalitionsprogramm, hätte man direkt unterschreiben. Die Umweltpolitik soll nicht von oben Ruf machen, mehr soll an der Breite von der Gesellschaft stattfinden. Das ist aber geschieht, was tun wir kriegt, muss ein paar die Affäre kriegt. Valorlux-Dossier, Superdrecksgöst-Dossier, Gärdenheißen-Dossier. Weil was da bei Blau oder Grün, also an der Breite von der Gesellschaft, ist nicht egal, ob in D'Agostino oder Traversini heißt oder vielleicht Schmidt oder Weber und so weiter. Wir haben als Propose gemäht für ein Naturschutzgesetz, das Natur schützt und nicht Leid plot, das die Natur auf Zeit zulässt und nicht Prozeduren verlängert und Bauern verdeuert. Ein Naturschutzgesetz mit mehr Transparenz, mehr Willkür, mehr Rechte für die Bürger und für allem mit pragmatischen Lösungen und nicht mit ideologischen Verböden, weil mit diesen Verböden kriegen wir die Leute nicht an Boot, und das ist schlecht für die Leute, und das ist schlecht für die Umwelt, und das ist schlecht für das Klima. Da komme ich bei Schulpolitik. Schulpolitik möchte auch wie andere Politiken noch modernieren. Und der kann sich gar nicht vorstellen, aber den aktuellen Minister hat kurz vor den letzten Wahlen sogar selbst Ähnliches versprochen. Er hat versprochen, er gebe große Bildungsdurchmachen und hat gesagt, er gebe Rapport gemacht, die von der Edukationskommission diskutiert, die müssen moderne Schulpolitik machen. Was das aber geschieht, gehört glatt nicht. Ihr Rapport ist noch nicht da. Er hat so eine Pressekonferenz gemacht, viele Annoncen gemacht, war null Resultat, geht nachher mal über die Kappewäsche dezidiert. Dann hat er auch gesagt, wir bräuchten mehr Chancengleichheit an der Schule. Und das stimmt doch ein Kehr. Wie war das geschieht? Nicht. Weil Bildungsscheuer zwischen den sozial schwachen Familien kann die aus diesen Familien kommen. Und auf der anderen Seite kann die aus den sozial starken Familien kommen. Die geht immer mehr weit außer für Versprechen, wie zum Beispiel eine Hausaufgabenhilfe soll kommen. Was ist das dann? Ein Eidelhüll mit nichts dran, weil das ist eine Surveillance. Auch der Minister Maisch müsste wissen, dass zwischen Surveillance und Hilfe ein Unterschied steht. Und die Surveillance, die hätte sogar schon per Gesetz 2018 aufreieren. Das verkaufte lo als eine grosse Neuigkeit, wie gesagt, just Fassade gepflegt ist. Dann ein anderes Problem, den die umgehen für die Chancengleichheit, das ist die Sprachenproblematik. Hatten die Zugang an unsere normalen öffentlichen Schulen? Nein, er baut ganz einfach eine parallele Schulwelt auf.
Als CSV setzen wir uns an für eine stark öffentliche Schule und auch an der Schule müssen Reformen gemäht gehen. Dazu gehört auch eine Reform vom Sprachenunterricht, ein flexibel Angebot und vor allem ein verstärkt Fördern von den Skills vom 21. Jahrhundert. Der Minister hat dann noch annonciert, wir bräuchten eine große Diskussion über die Ausbildung an das Profil vom Enseignant. Hat er das gemäht? Nein. Auch hier baut er einfach eine Parallelausbildung. Ob ohne etwas zu belegen, dass es das wichtig ist, dass die Ausbildung der nur fertig bringt, dass ein Enseignant sehr Fach kann und Pädagogie kann. Darüber könnte nämlich den Enseignant muss fit sein. Den Minister Maisch ist so wie, ich weiß nicht, ob Najid Verein das kennt, aber wie der Professor aus der Feuerzangenbowle. Er möchte aus sich Frontalunterricht mit die Zeit vom Frontalunterricht, also an der Schule rüber, an die müsst auch am Ministerium rüber sein. Wir brauchen, wie gesagt, keine Fassade gepflegt, wir brauchen keinen Scheindialog, wir brauchen eine Politik, Schulpolitik von Modernen, die es fertig bringt, also Kinder und also Jugendlichen, das nicht Gepäck mit auf den Weg zu gehen, von Wissen, von Kompetenzen, von Skills, für hier Zukunft zu meistern. Da sind wir heute Zettelbrück an der Bauernstadt, an dem ich kennt, die weiß, dass die Landwirtschaft mal stark umherzulädt. Und dafür will ich auch noch Pösätze zur Landwirtschaft suchen. Auch da haben die Bauern viel versprochen gekriegt. Mehr Anerkennung und Troll soll verstärkt gehen. Aber das geschieht genau, wirklich genau das Gegenteil, das geschieht. An der Sommervakanz hat der Minister Hagen an die Dickrischer, die heißt der Dickrischer Gemeinden, die kennen sehr viel gehen. Er war da ein bisschen gewinnt, so als Alleinherrscher zu funktionieren. Also wollten da daheim machen. An der Sommervakanz hat er klammheimlich einfach mal probiert, das umzusetzen, was ihm an den Kopf kommt. Aber ich kann nicht sagen, mit dem grünen Kreuz und mit dem roten Stiefel, die Nacht immer steht, hat er relativ sehr Gewissen gekriegt, ob gut Lützeburg gesagt, wo der Bock lacht. Weil Bauern, die Damen und die Herren, das sind keine Dickrischer, ich nenne die ja noch nicht, aber der kennt das. Das ist das gut mit den ein bisschen wie langen Ohren, mit das kein Ausstoß. Bauern lassen das da sich nicht mit sich gewähren. Als CSV werden wir nicht so lassen, dass die Regierung des als Landwirtschaft, also primäre Sektor, so mit festtrippelt. Wir brauchen eine innovativ, eine nachhaltige Landwirtschaft. Und auch Nachhaltigkeit baut nicht auf Ideologie, mehr auf seriösen, wissenschaftlich nachvollziehbaren Kriterien. Als CSV stimmen zu unserer Landwirtschaft, aber wir werden sie nicht hängen lassen. Die Damen und die Herren, CSV steht für eine Politik von Modernen, eine Politik für pragmatische Lösungen, eine nachhaltige Politik am Gleichgewicht zwischen der Ökonomie, der Ökologie und dem Sozialen. Wir stehen für eine andere Politik, und wir wollen eine andere Politik, und zusammen mit dem Lück werden wir das packen. Madame Kongresspräsidentin, die Damen und Herren Präsidenten und Generalsekretäre von der Partei, die Herren Ehren, Staatsministerin, das ist ein groß Eier, dass man so dichte Staatsmänner haut bei uns auf dem Kongress hun. Lief eure Gäste aus dem In- und Ausland, lief Freundinnen und Freunde, alle Guten. Wir wollen ja am Prinzip weiterführen. Das wird auch so von der Präsidentin von der Lützeburger Sozialistischen Arbeiterpartei für rund einen Monat auf dem 100,7. Das heißt, 7 Monate vor den Chamberwahlen schenkt den sich ja eigentlich dann eins zu sehen über eine Neuauflage von Blau, Rot und Grün. Das heißt, wir, die Lützebäuerinnen und Lützebäuer, die gehen am Oktober wählen, mehr unabhängig von ihrem Schwa, wann Wahlabend am Oktober 31 Sitz für Blau-Rot-Grün zusammenkommen, dafür das Regierung führen. Die Damen und die Herren, das ist für mich ein komisches Demokratieverständnis, und ich meine nicht nur für mich. An all denen, die sich darunter steuern, wie dir, denen so nicht, dir hudet an der Hand.
All denen, die nicht d'accord sind, dass 18%, ja, die richtig scheieren 1 op 5, an dem reiche Lützeburg unter der Armutsgrenze leben, all denen, die nicht d'accord sind, dass 40%, ja, 40% von den Alleinerzieher an unter der Armutsrisiko leben, denen so nicht, die hudet an der Hand. All denen, die sich eigentlich veräppelt fühlen, von denen eitle Versprechen vu Blo-Rot-Grün, zum Beispiel Steuerklasse 2 für jeder ein AK verleiert. Das war von Anfang nicht zu realisieren und es wird auch in Zukunft nicht finanziell und technisch zu realisieren. Sie sind denen so nicht, die hudet an der Hand. All denen, die nach am Auer hun, Dukennigungen von der Madame Maggie Nagel 2014, wir bauen 10.000 Wohnungen an den nächsten 10 Jahren über die öffentliche Hand. Ja, ich muss sagen, die Frau, die hat damals aber richtig Neil mit Kap gemacht, aber das Resultat, das ein HPM an der Fonds de Logement, die haben zu summen über die letzten Jahre gerade mal 250 Wohnungen pro Jahr gebaut. Die Damen und die Herren, 4 Logementsministerin an den letzten 10 Jahren an die Wohnungskrise war in unserem Land noch nie so groß wie lo. Leute, die zu 2 schaffen, sie wird privat, sie wird am öffentlichen Dienst, ja, die kriegen haut oftmals nicht mehr gelingt, an all denen so nicht, die hudet an der Hand. All denen, die die kopernikanische Finanzrevolution von Blo-Rot-Grün nach am Kap haben. Nur Motto, lo weise mir erstmal, wie es geht, wir machen alles besser wie Juncker a Frieden. Aber wenn das geschieht, die Leute kruten Steuererleichterungen versprach, sie kruten Steuererhebungen abgebrummt. Sogar TVA am Wohnungsbau gouf herabgesetzt 2015, und das war ein fundamentalen Fehler. Weil wenn ohnehin schon eine Preisexplosion Immobilienmarché ist, ja, da kann nicht der Staat noch zusätzlich durch hohe Enregistrierungskosten und vor allem durch ein hohes TVA zusätzlich Druck verdienen. Die Damen und die Herren, Resultat von dieser soi-disant Finanzrevolution, der Staat hat heute so viel Schuld wie noch nie. Sput heißt lediglich Manner Defizit. Die berühmten Apple für den Dusch, die wir immer belächelt kaufen, den aus 2018 bis 2020, also an den fetten Jahren, als den nicht angehalten gehen. Kadoen, die sie längst jetzt verdeelt gehen, Miren, Diren, an den Piren, alles gratis, so gut, was die Leute mal nicht gefroht hatten. An Elo, ja, Elo sitzen sie, an mir, am Empfänger, am Monto. An all denen, die Damen und die Herren, so nicht, die hudet an der Hand. All denen, die 2018 eine große Steuerreform versprach hatten und auch und die geglebt haben. Substanzielle Entlastungen gofen ungekündigt. Bis Ende 2023 werden von 2017 an ganzer 8 Indextranchen auf Fall sein. Und was geschieht? Gerade mal 2 kriegen die Leute darlo an der Steuertabelle ugerechnet, übrigens nimmen unter massiven Druck von den Gewerkschaften, von der CSV, auf Fairness halber muss ich auch sagen, von den Sozialisten. Bei einem Abkommen von 5.000 € bleiben mit denen 2 Bereinigungen gerade mal 44 € netto dem Monat recht. Ein Indextranche, die Damen und die Herren, bringt dem Staat aber zwischen 275 und 300 Millionen € mehr Lohnsteuer. Das sind bei 8 Indextranchen 2,4 Milliarden € mehr Steuern. 2,4 Milliarden €, die die Leute, dir, mir, an alle Guten, die zu Lützeburg wohnen, erschaffen, schon finanziert haben. Ganzer 2 Indextranchen sollen die Leute dieses Jahr steuerlich dann berücksichtigt kriegen, aber wir, laut der Finanzminister, irresponsabel, ja, sie hat sogar vom finanziellen Harakiri geschwärzt. Die Damen und die Herren, das ist ganz einfach ein strukturellen
Problem vu Blo-Rot-Grün hausgemerk. Steuererleichterungen versprach, a Steuerheischungen hu dir hu mir krit. Als Antwort darauf, Houston, wir haben ein Problem. Am Krisenzeiten am Platz méi Kaufkraft, lo méi steuern. Auf ihr Eis, die Damen und die Herren, muss nach immer schaffen, sich lohnen. Dir hudet an der Hand, die Damen und die Herren, enger Neuopler vu Blo-Rot-Grün traut Kar zu weisen, an e Wirsel mat der CSV zu packen. Als Partei mat enger Chloralin, als Partei mat einem klore Programm vun Ecken a vu Kanten. Ja, mir stehen als CSV fir eng Politik vun der Breder mit. Ja, mir stehen fir eng Politik vum Zusammenhalt. Mir stehen net fir eng Politik vun Extremer, die splicken. Mir stehen net fir eng Politik vun Ideologien, die imposieren. Mir stehen net fir eng Politik vu Fantasien a Verboter. Mir stehen auch net fir eng Politik vu Sozialneid a Kulturkampf. Ja, mir stehen auch net fir eng Politik, wo just Freiheit vun dem Einzelnen zählt an net dat ganz geguckt. Ja, mir sind Volkspartei vun der Mitte, vom Erbichter, vom Handwerker, iwwer de privaten an öffentlichen Beamten, bis zum Bauer, dem Doktor, dem Bankdirektor, an dem Affekot, Jung an Erl, von 18 bis 99 mat der Güldner Verdienstmedaille vun der Partei, Frauen a Männer vun Esch iwwer Stät bis op Bettelbrick an Heich an den Norden bis op Puldang. Ja, mir hunnet och an der Hand. Als Partei geeint hannert eisem Spitzekandidat dem Lüg Frieden, mat dem mir werden ze summen durch Steck an die nächsten Wochen am Main goen bis zum 1. Oktober an och vir und allem doriwer raus. Als Partei wo man mat exzellenten Lüchten an Gemenge wählen, mat neue Leiit, mat Junken, mat erfuhrene Kandidaten echt Chalon lo mussssen am Juni sitzen, an duno och mat gute Lüchten an engem iwwerzegende Programm fir d'Chamber wählen. Ja, die Damen und die Herren, mir hunn de Wirsel an der Hand. Mat eisen iwwer 10.000 Membren. Kommt mir hullen net mat Ich, mat hinnen, a mat alle Guten de Leiit am Land, déi de Wirsel vu Blo-Rot-Grün wëllen an d'Hand. Mat dem Opbruch vun dësem Ethelbricker Kongress dürfje vive als Land, vive CSV, vive de Grand Duc, a vive als Lück. So geht es doch an der Chamber. An die hat verstanden, da haben wir die richtige Leute sitzen, für die richtige Politik zu machen. Just die richtige Politik, die wir vorschlagen, wird immer mit 31 zu 29 aufgewählt an der Chamber. Es ist höchste Zeit, dass wir die richtige Politik können umsetzen. Und die wollen wir umsetzen mit unseren jungen Leuten. Und dafür bitte ich Elisabeth op Bühne, für dat het mat die jungen Kandidaten Hanna Runais opstellt, für dat mal gesit, wat mir vun Zukunftmaßnahmen an Fehlläden, nämlich Zukunft gestalten. Leifren, da kommen wir zum Pla de Resistance von Haut. Haut das ist soweit. Mir als Summe Bezirksdelegierten an Nationaldelegierten lehne wichtige Grundstehen für das Chamberwahlen. Wir schließen heute die Prozedur auf, die wir den 21. Januar des Jahres Wehr gelöscht haben, wo den Claude an euch den Auftrag hatten, Sondierungsgespräche zu führen. Wir hatten also auch schon dafür drin ein bisschen Gedanken gemacht, wem wir es dazu vorstellen, auf wen sich kein Abstellen, wenn dem Spitzenkandidat geht. Und wir haben festgestellt, dass wir schon ein bisschen in einer außergewöhnlichen Situation sind. Wir sind konfrontiert mit einer ganzen Reihe Herausforderungen, für nicht zu sagen, Krisen. Wie eine Krise in Europa, wie eine hohe Inflation, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Es sind immer mehr Leute, die dann am Ende des Monats nicht mehr bei kriegen. Wie eine historische Staatsschuld,
Junge Leute können sich nicht mehr leisten, auch schon gar keine Wohnung. Preise sind schon in den letzten 10 Jahren carrément verdoppelt. Die Klimakrise verschärft das Ganze ein Kehr. Wir müssen uns wirklich vorstellen, ob unser Planet noch lebenswert ist für die nächsten Generationen. Dabei verliert uns das Land an Attraktivität. Männerbetriebe kommen nach Lützeburg, mehr Betriebe gehen von Lützeburg fort, mehr Betriebe bauen Plätze auf, an uns eigene Betriebe strubbeln mit der Preisentwicklung. Das ist also alles nicht so rosig, es lief nicht alles rund. Martin an der Gilles hat das für drun ganz gut beschrieben. An das Kehr ist es nun wirklich nicht der CSV hier schuld. Wir haben also eine Situation, wo wir auf der einen Seite merken, es geht dem Land nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir CSV an der Opposition. Wenn wir das also besser machen, und wir sind überzeugt, dass wir es besser machen können, dann müssen wir zurück an Verantwortung. Wir haben uns vorgestellt, wie können wir uns aufstellen dafür? Und wir haben eine klare Job-Description gehabt. Eine Person, die mit uns all diese Herausforderungen umgehen kann und die aber auch den Anspruch stellen kann, eine Regierung zu feiern. Und wir waren uns am Anfang relativ schnell eins, dass die Leute auf die Job-Description passen. Du hast die Idee mal getestet, für dich an der Partei, wir haben es aber mal mit Luc getestet. Und ich so nicht, meine Partei mehr überzeugt wie der Luc. Gespräche haben wir geführt mit unseren Fraktionspräsidenten, mit unseren Bezirkspräsidenten und mit den Präsidenten von unseren Organisationen. Und auch wenn wir uns eins sind, dass mehr wie auf die Jobdescription passen, hat man aber ganz sicher einen Favorit. Wir haben den 1. Februar eine Nationalratproposition gemacht, den Luc als designierten Spitzenkandidat zu designieren. Die Proposition ist unanim angeholt. Danach das verdient einen Applaus. Danach haben wir den Tour gemacht am Luc durch Bezirke. Und der Bezirke hat der Luc auch seine persönliche Motivation den Leuten erklärt, wie war das machen. Und ich meine, er hat viel von uns überzeugt. Der Luc hat als Finanzminister eine Krise geriert und hat die Spurnisse von vielen Lützebäuer und Lützebäuerinnen gerettet. Du weinst zu viel von uns hier in Erinnerung. Aber er hat aber auch andere Responsabilitäten aus seiner Regierungszeit. Er war notamment Minister von der Justiz und vom Budget. Und du hatte noch eine ganze Reihe wichtiger Reformen auf der Weg gebracht. Ich denke zum Beispiel an die Pax und an die Doppelnationalität. Wie viel von uns Bannen können heute von diesen Gesetzen profitieren? Das bedeutet auch, dass ein CSV ganz wohl gesellschaftspolitische Reformen machen kann. 2014 hat der Luc Partei Politik verloren. Das, was für vielen Haut als Schwäche probiert verkauft zu gehen, ist für uns eben gerade gestärkt. Das ist eine zusätzliche Erfahrung, die der Luc sammeln durch seine Mandate. Und die Mandate hat auch alle abgegeben. Mit dieser Erfahrung kann uns Haut helfen. Sie gibt uns einen anderen Blick auf Distanz gesagt in Sachen Heinz du mich klar. Und der Luc war in der Zeit Terrain. Hier war beide Betriebe an ihrem Modellbestand. Und er hat sich auch da die eine oder andere Krise zu gerieren gehabt oder den ein oder anderen Problem zu lösen gehabt. Und ja, der Luc hat ein Profil, den sich ganz klar von den Profilen unterscheidet von anderen Spitzenkandidaten. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso verschiedene so nervös sind. Der Luc zeichnet sich nicht aus durch eine abgeregte Art und Weise. Nein, der Luc strahlt Ruhe und Empathie aus. Der Luc sieht doch nicht, dass als ein Konträr an demselben Satz. Er verstopft sich nicht an der Floskel wie «das ist ein Tabu» und wir können über alles schwätzen. Andere Spitzenkandidaten können froh sein, dass sie eine Krise zu gerieren hatten an ihrem Bilan, weil sonst gehen wir nach merken, dass an ihrem Bilan dringend Reformen nicht angepackt werden. Der Luc hat die Kapazität, komplexe Probleme zu analysieren und realistische Lösungen zu proposieren. Er ist kapabel, verschiedene Interessen aufzuweisen und dann zu tranchieren. Und das ist ja genau das, was wir als Volkspartei am Alltag machen. Jeder ist kapabel, das umzusetzen, was wir den Equiliber nennen. Den Equiliber zwischen dem Sozialen auf der einen Seite, der Wirtschaft auf der anderen Seite und der Umwelt auf der dritten Seite. Der Luc ist nicht das eine oder das andere. Der Luc ist den Equiliber. Und genau den Equiliber wollen wir an unserem Wahlprogramm. Und dafür muss man tranchieren. Das ist das, was wir im Moment alle gute Samstagmorgen am Nationalrat machen. Wir wollen nicht nur einen Spitzenkandidat mit Ecken und Kanten, sondern auch ein Programm mit Ecken und Kanten. Der Luc geht aber auch nicht allein an das Wahl. Der Luc braucht eine starke und eine diversifizierte Equipe rund um sich. Und ich muss sagen, ich bin nicht d'accord mit all den Leuten, die so bei der CSV gehen, Renouveau gehen. Wir haben an den letzten Jahren konsequent Renouveau geschafft. Wir haben so viele junge und neue Kandidaten an der Gemeinde positionieren. Sie sind Bürgermeister, Chefen, Gemeinderäte.
guck du mal uns Lüchten und wie viele neue Jungkandidaten sind auf unsere Lüchten? Und da guckt ich Partei an. Und da sind schon gut, merci. Wie viele neue Leute sind auch da in NRW? Genauso an der Chambre, weil ich dem François an dem Vivian noch ein merci. So, weil auch an der Chambre, wo man Pferdesprüche ein Nouveau zu machen. Ich bin überzeugt, dass zusammen. Ich bin überzeugt, dass die Summefeierung von Erfahrung auf der einen Seite an einer kontinuierlichen Erneuerung aus dem Succès Werte feiern. Und der Luc will auch junge Leute eine Stimme geben. Du weinst, hätte mich gebeten, sie nur auf die Bühne zu rufen, für dass sie ihm assistieren, während sie redet. Eher zu aufrufen, will ich aber aufschließen und ich denke so, wir stellen heute wichtig Weiche für den Oktober. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen mit dem Luc uns Land können auf vier bringen. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen mit dem Luc uns Parteien in Verantwortung bringen können. Weil wir sind überzeugt, dass wir es ernst können machen und besser können machen. Und da ging ich zum Schluss, wie gesagt, die jüngste Kandidatin von all löscht auf Bühne rufen, auf verschiedene Fälle, also doch den zweitjüngsten. Ich fange am Jannik Beck von Mama 22 Jahre. Der Felix Clement von Bachtring 23 Jahre. Sophia Costa von Peiting 22 Jahre. Der Cyril de Waha von Stesel 20 Jahre. Den Johann Freitas von Reimisch 26 Jahre. Grace Gales von Wünscher 19 Jahre. Marie-Laure Göres aus der Stadt 25 Jahre. Den Mike Gras von Biesen 40 Jahre. Melanie Grün von Kehl 30 Jahre. Der Gabriel Jordanov von Schöffling 20 Jahre. Jasmine Cabran von Kontern 30 Jahre. Der Vincent Cox von Attelbreck 25 Jahre. Der Philippe Trigo von Kielen 25 Jahre. Der Gilles Mancini von Kerging 25 Jahre. Stephanie Mendes von Dietrich 29 Jahre. Kali Pleim von Dietling 25 Jahre. Der ganze Fanclub mal pusht. Dann ist Rastiga von Kopplisch Bridel 26 Jahre. Caroline Schlösser von Wolfer 27 Jahre. Kime merci für die Organisation von dem Ganzen. Und dann Talia Soares von Asch 21 Jahre. Der Michael Theisen von Ida Anwen 22 Jahre. Und der Mich Weber von Jonglenster 22 Jahre. Ihr alle einen ganz dicken Applaus und ich meine, wir brauchen also in Zukunft keine Sorgen zu machen. So nicht schmerzlich. Ich kenne den Luc schon über 20 Jahre. Ich habe ihn kennengelernt zu Kontern, weil wir sind alle zwei aus dem selben Dorf und schon lange Zeit auch gebabysit bei seinen Kindern, die eben ein bisschen jung sind. Als Freund schätze ich bei ihm am meisten, dass er immer weiß, wo er drin ist. Er ist ein ganz warmer Mensch, auch ein jovialer Mensch und einfach weiß, wo jemand drin ist, gibt ihm auch Feedback. Ich bin ganz oft gerne mit Team stundenlang zusammen gewesen, für zu diskutieren, für die Zukunft zu diskutieren, für über die Projekte, die gemeinsam wild umsetzen, zu diskutieren. Wie ging mehr, wer ging mehr, für wer denn das, so ging mehr, für wer den gut und dann hat falsch, was die Zukunftsperspektiven und Zukunftsvisionen wären. Das sind mit Team immer passionante Diskussionen gewirrscht, auch mit couragierten Ideen. Ich meine, was mich am meisten freut, ist eigentlich die Zeit zusammen zu verbringen, dann die Sachen zu diskutieren. Was ich beim Luc ganz gerne habe, ist, dass es ganz überlöscht geht und dass es auch ganz strukturiert geht. Ich kenne wenig Leute, die Pferde springen, so auf den Punkt zu kommen und die richtige Message zu vermitteln. Smart, entscheidungsfreudig und für allem auch menschlich.
Lück hat einerseits schon eine politische Engagement dabei, und auf der anderen Seite, weil in die letzten 10 Jahre wirklich schon eine Privatwirtschaft Terrain geschafft hat, andere Betriebe geschafft hat und sich dadurch wirklich mit den Sorgen von den Leuten, auch von den Betrieben aus dem Nie gesagt hat. Ich meine, das ist eine Flotsache für als Partei, für allem auch etwas Positives für das Land, wenn wir mit an eine Regierung kommen. Ich kann mich gut und Weltkompanie 90 erinnern an etwas, das mir hängen geblieben. All Chaosfirmen zusammen auf Weltversammlung gefahren sind, wollte Lück für etwas essen. Also immer bei der Bäcker gegangen und ich natürlich immer matt gegessen. Resultat von der Geschichte: der Stress, Dono hat hier 2 Kilo aufgeholt und ich hätte sie beigeholt. Den Ofen vu am Nationalrat sitzen de Liquid Standing Ovations krit an war wirklich eng Obbruchstimmung an déi huet lo durch die Feierbezirke mat durchgezun. De Liquid seg Motivationun erklärt fir watten die Herausforderung wild ugoen an Leutfahrer begeert dann e klüch. Als een designierte Spitzenkandidat, de Luc Frieden. Hij weet wat hij moest, hij weet voor wat hij het moest, en hij weet wie het moest. En dat erklärt hij zo. Leef eure Staatsministerin, leven Jacques, leven Jean-Claude, merci dat do zit. Cher Luis Montenegro, leef Freundinnen en Freund. Ich mengen dir se haut net nimmen op Battlebrick kom fir e Spitzekandidat zu bestimmen. Well wie fir Dro gesot gin sind ja in den letzten Wochen viel durch Land schon gangen, op die Bezirkskongresse an urbaner Plätzen. An überall nicht gemerkt, dat ihre Politik wiese wilt. An das dürf ja auch mengenisch wo der Moiner Battlebrick kom sieht. 10 lange Jahre Gambia-Regierung hun Probleme net mi klein gemacht, mi groß. Preise am Wohnungsbau hun sich die letzten 10 Jahre méi wie verdurbelt. Das schafft enorm Probleme für allem für die Jung. Steuern, die Gilles hat schon geschwärzt, sind in den letzten Jahren massiv an die Luft gegangen. Kaum war blau, rot, grün und der Mulcht haben sie TVA schon um 2% geheischt. Jahrelang haben sie den Steuertarif nicht und die Inflation angepasst. Die Quellensteuer auf den Ersparnissen und Zinsen auf den Ersparnissen haben sie bei Nacht und Nebel von 10 auf 20% geheischt. Dem Moment, wo die Zinsen ganz niedrig waren, für die Märkte recht, wo die Zinsen hochgehen. Die Wartezeiten an die Spitäler sind inakzeptabel lang gehen. Betriebe, die wollen ausbauen, kriegen enorm Schwierigkeiten gemacht. Großbetriebe, guckt Google, sind trotz enorm vielen Annoncen bis heute nicht gekommen. An die Energietransition, erneuerbare Energien, wir sind bei den Schlusslichter an Europa par rapport zu anderen. Es ist also Zeit, dass sich etwas ändert. Es ist Zeit, dass eine andere Politik im Land gemerkt hat. An die Wirsel am Land, die Wirsel an der Regierung, die fängt, die Freundinnen und Freunde, haut zu Ettelbreck an. Es sind immens froh, ihr alle guten Römze gesehen ob man in diesem Kontext, und sind noch immens froh, am Heid zu sein. Mit das ja nicht so wie verschiedene Abgerechten zuletzt nach den sozialistischen EU-Kommissar im Radio gesagt hat, dass ich mich realisieren, dass die Welt von heute ein ganz anders wäre, wie die ich früher erkannt hätte. Ich habe mich gefragt, wie ich das hier im Radio, wo meint denn dann, dass ich die letzten Jahre gelebt habe.
Ich war nicht um Mond, ich war nicht zu Palma, ich war nicht auf der Belgischer Plage. Ich habe geschafft, auf vielen oder an einer Reihe Lützeburger Betriebe. Ich habe gerade auch durch Chambre de Commerce ganz viele neue Sektoren kennengelernt und gesehen, mit enormen Schwierigkeiten die Leute an denen Betrieben zu kämpfen. Die kleinen Handel, das Handwerk, die Industrie, den Transport, Service und den älteren kranken Leuten. Alles Sektoren, die mit der Digitalisation, den Energiepreisen, dem Arbeitskräftemangel, der Konkurrenz aus dem Ausland an dem Internet zu kämpfen haben. Ich will auch an den Jahren, und das wissen da vielleicht wenig, war ich auch am Verwaltungsrat von dem Roten Kreuz. Und ich habe noch da gesehen, was wir ein enorm Sozialprobleme haben. Damit als angeschwärzt gehen. Andere Sozialprobleme, die vielleicht Männer gesagt, wenn an der Regierung, an einem Justizminister oder an einem Finanzminister sitzt, kriegen sie rapportiert, ich habe sie gesehen. Und ich will auch sagen, dass die Erfahrung enorm nützlich war. Und ich will auch denen Leuten von Croix-Rouge, Caritas und anderen Organisationen merci sagen, ohne Idee als das Land nicht so gut dagegen stehen, wie es heute der Fall ist. Und da muss ich sagen, ich habe die letzten Jahre viel gelernt von meinen Kindern. Meine 2 Kinder haben mitten an der Pandemie, was nicht einfach war, angefangen mit Schaffen. Hier Perspektiven, hier Sorgen, hier Überlegungen über die Zukunft von ihren Berufen, die anderen sich sind, waren für mich extrem lehrreich. Und da bin ich gerne auf viel mit hingeschwärzt, so, das ist normal, weil du bist der Pap. Aber das nämlich ich gemacht mit vielen Jungen am Land, auf hier und allem auch die letzten Wochen mit vielen Kollegen aus der CSJ. Und das will ich auch weiterführen, weil das ist enorm wichtig für die Zukunftsgestaltung von unserem Land. Die Politik, ich habe nicht nur mit meinen Kindern geschwärzt, ich habe noch mit meinen Eltern geschwärzt. Es sind eine Generation, die an der Mitte ist. Aber meine Eltern, so haben wir auch hier Perspektiven, auch über den Gesundheitssektor, auch über die Pensionsfragen und andere Fragen. Das ist also wichtig, dass wir eine Politik machen, die für alle Generationen, an alle Generationen, Gott sei Dank leben wir in einer Gesellschaft, wo wir 3, 4 Generationen miteinander leben, dass die Leute an Harmonie können leben und dass wir denen Sorgen an Überlegungen von ihnen Rechnung tragen. Auch das werde ich in Zukunft auch mit den CSV Senioren weitermachen. Es sind enorm große Transformationen, die anstehen. Transformationen, und ich meine, die größten sind die von der digitalen und ökologischen Umwandlung, die werden uns für enorm Defien stellen. Die Frage ist also, wie können wir in den nächsten Jahren zu Lützeburg gut bezahlten und interessanten Arbeitsplätze erhalten? Wie können wir heute zusammen wohnen, erleben? Wie können wir die großen Herausforderungen also an den doten Bereichen umgehen? Und das heißt, moi gesagt, nicht nämlich aus wie gestern. Mir wird mich aussparen, da wird mich ein bisschen beruhigt, dass wir auch gerade in der CSV-Ledung, an Jacques Santer und Jean-Claude Juncker sind gute Beispiele davon. Änderungen an unserem Land fertiggebracht. Ich bin zu Eschburg und ich bin da gewohnt neben den Hegeven, weil mein Papa auf der Arbeit geschafft hat. Und meine Eltern sind alle 2 von Irsternach, sind, weil sie einen Arbeitsplatz von Irsternach auf Esch geplündert. Das war eine Transformation zu der Zeit von dem ländlichen Raum, von der Agrargesellschaft auf die Industriegesellschaft. Es sind mit 16 Jahren an den Staat geplündert, weil mein Papa an den Staat versagt ist. Und ich habe nur wieder gewusst, als verkauft, für allem am Denkschlichtungssektor, am Finanzsektor geschafft. Rümmenke eine Transformation, die als Gesellschaft mitgemacht hat. Ohne das, wofür drin ganz wegzulassen, mit Leid zu begleiten auf dem Weg, wo die Gesellschaft hingegangen ist. Von der Landwirtschaft, auf die Industrie, auf den Dienstleistungssektor. Politik ist nicht etwas einfach subisieren. Politik muss ihn gestalten, muss ihn Leid begleiten,
muss die Leute in der Transformation unterstützen. Mit Zukunft vom Land muss gestalten, der das die Aufgabe von der CSV an das die Aufgabe und der ich gerne in Hand mal packen. Wir stehen an enger, an das wir drohen auch vom Claude gesucht gehen, an enger und noch von anderen, an einer ganz schwieriger Zeit mit einem Krieg an Europa, den von seiner Natur hier, wo vieles erinnert, was Armee feiert sich auch zu Lützeburg geschieht das. Land, zack, überfällt den anderen für sein Territoire mit groß zu machen. Das allein als etwas ganz Schreckliches, was Gegenreaktion verlangt. Mit darüber hinaus hat es Konsequenzen, die wir uns vielleicht nicht so bewusst waren. Energie, Inflation, alles das muss man Antworten darauf haben. Da kommt dabei, dass durch die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, ganz viel von unseren Prozessen, von unseren Methoden zu lernen, werden fundamental Changements an den nächsten 5 bis 10 Jahren an der Gesellschaft produzieren. Wir noch das als ein Defi, mit dem wir uns aufgehen müssen, neue wirtschaftliche Riesen, die an der Welt entstanden sind, ich denke vor allem aus China, am hun an dem Kontext zu tun mit einer Zucht neuem Kalle Krieg, Amerika, China, an Russland, an Europa, an der Mitte, seine eigene Identität, an seine eigene Stimme, an seine eigene Positionen entwickeln. Noch das sind enorme Herausforderungen, die auch für uns Klein Lützeburg spielen. Ich meine, dass das nicht einfach ist, dass wir das können. Weil zur DNA von der CSV gehört etwas, was mich immer beeindruckt hat, aber erklärt, wie ich Member an der CSV und nicht an einer anderen Partei sind. Nämlich, dass man das wirtschaftlich, das sozial und das nachhaltig zusammen können bringen. Macht die nicht für Druck gesagt, ich will es noch einmal unterstreichen, weil es für mich Motivation ist, an der Partei zu sein. Es braucht eine starke Wirtschaft, wir können, also Betriebe, die funktionieren, die Arbeitsplätze schaffen, wir können einen soliden, responsablen Sozialstaat zu haben. Und brauchen eine solide Ökonomie, für dass die auch die ökologische Transformation überhaupt möglich ist. Weil wenn die Betriebe, die schon bald unter Feind sind, die können nicht investieren an moderne Technologien, die umweltfreundlich sind. An jeweils das wird nachhaltig, haben wir vielleicht an der Geschichte von der Partei nicht so gebraucht, mit gehört nicht anderen. Könnt ihr euch daran erinnern, dass der erste Minister von der Nachhaltigkeit, vom Développement durable, war der Claude Wissler an einer Regierung von Jean-Claude Juncker. Weil sie haben verstanden, wir haben damals schon verstanden, dass Nachhaltigkeit nicht etwas ist, was den so nach Nivelage mich viel cool auszusehen, an eine geringe Ploverung zu tun. Mit das Teil von der Politik an die 3 Aspekte Wirtschaft, Soziales, Nachhaltigkeit müssen zusammen atmen. Und das will ich auch mal durch die nächsten Jahre so machen. Mein Ziel mit der CSV ist, besser zusammenleben an einem modernen Lützeburg. Das ist mehr wie ein Slogan. Ein modernes Lützeburg, das heißt, dass man an der Digitalisation, bei den erneuerbaren Energien, am Gesundheitssektor, bei den Infrastrukturen noch einen guten Schritt nach vorne machen müssen. Weil wir sind nicht da, wo wir müssten sein. Ein besser Zusammenleben heißt für mich vor allem Sozialkohäsion, Armut bekämpfen, Integration von den Ausländern. Wir haben Teilchen von der Population als Ausländer, die wir müssen an als Gesellschaft immer integrieren. Das geht nicht vom selben. An ein harmonisches Zusammenleben weiter stimulieren. Wir brauchen eine dezente Wohnung für jeden, aber wir brauchen gute Arbeitsplätze, nicht nur neue, aber auch die wir haben, muss man dafür sorgen, dass sie bleiben. Heute ist noch nicht der Moment vom Wahlprogramm, weil, wie viel Druck gesagt ist, wir verbringen viel Samstag, viel von hier, für darunter zu schaffen. Ich will ein bisschen die Richtung sagen,
an die ich will als Spitzekandidat von der Daten so dezidiert als Ekipp an die Wahlen feieren. Ich mengen, dat de Grof durch Reich an Arm net mi groß gehen. An von den Hauptdefien an dem Bereich als sicherlich de Wohnungsbau. Ihr kennt die Evolution von der Preisrange net nach enke Europa an. Wir brauchen dürfen wie das Problem so groß, ich kann nicht nehmen, die das Problem schwätzen. Wir brauchen also im Umfang von der neuen Regierung direkt eng Zucht Logementstripartit, wo man pur Maßnahmen dezidieren, die auch direkt umgesetzt werden. Wenn es so ein Tripartit, dass der Staat Gemengen an den Privatsektor, an den Handwerksbetriebe, an Bauunterprisen, das muss auch nach ihnen das ganz realisieren. Und wir müssen schaffen und Steuermaßnahmen, Prozeduren und Reglementationen. An der Stadt muss mir heisch gebaut gehen. Auch rund verschiedene Städte, wo das möglich ist, muss der Bauperimeter erweitert gehen. Innerhalb vom Bauperimeter dürfen keine zusätzlichen Kompensationen gefroht gehen. Aber wenn der PAG bis enke approviert das, dann dürfen nicht auch Rümmenke zusätzliche Umweltstudien gefroht gehen. Weil wenn das geschieht, hält das Rümmenke so viel Zeit an. Wir sind an einer Krise. In einer Krise muss man handeln. Guck, ich war für ein paar Wochen, war ich mit den Kollegen von der Escher CSV, die Industriebrochen von Erschöffling gucken, die Stadt, die da soll entstehen. Und ich kenne die Platz ganz gut, weil ich früher da ganz viel zu Lallingen an der Gegend am Velo rundherum gefahren bin. Da ist ein enormes Areal, den verlottern ist, weil Schmelz da leider nicht mehr schafft. Aber da kann eine neue Stadt, eine Zukunft entstehen. Da kriege ich erklärt, dass der Velodorum Studie gefroht gehen, weil do ein Biotop entstanden ist, mit ein paar Eidechsen. Ich meine, dass Umwelt ist extrem wichtig. Versteht mich nicht falsch. Mit den Momenten, wenn eine Krise ist, wo ich muss handeln, wo ich muss dezidieren, an einem Wohnungsbau ist das der Fall. Und ich hätte gerne, dass da, wie auf anderen Plätzen, modern, neu Städte entstehen, die mit erneuerbaren Energien, mit Mobilitätskonzepten von Moor können schnell umgesetzt werden, wo Tausende von Leuten können eine dezent Flottwohnung finden. Für das mehr Wohnungen entstehen, die wir noch obmans zu diesem Zeitpunkt doch nicht die Leute decouragieren, die Mietwohnungen wollen bauen. Or der Kontrast geschieht. Die Regierung hat TVA von 3 auf 17% runtergesetzt, hat ein Amortissement accéléré aufgeschafft. Oder gerade in einem Moment, wo die Wohnungen fehlt, die Maßnahmen müssen zurückgeholt gehen, obmans zeitweilig, für das wir innerhalb von ein paar Jahren mehr Wohnungen haben. An normalen Zeiten sind so Sachen vielleicht in der Reihe, an Krisenzeiten, an der Wohnungsmarkt, also an einer Krise muss mehr geschehen. Viele Leute in unserem Land struveln mit den Moyens, die sie haben, für eins zu geben, mit den Suen, die sie verdienen, die man spürt, was zu haben, was durch die Inflation ein bisschen mehr klein ist. Und ich merke das natürlich nicht nur am Logement, ich merke das doch mit der Lebenskasse. Ich kann nicht sagen, es sind die letzten Jahre, weil ich nicht an der Regierung war, und ich viele Aktivitäten bei mir gemacht, die ich früher vielleicht Männer gemacht und sind in das andere oft abkaufen gegangen. Und ich kann nicht sagen, ich merke den, was tut, die kauft, kascht, und merke den noch, was der Benzin kascht, wenn den Tank geht. Und dafür also doch für CSV klar, dass man die Kaufkraft muss erhalten, und dafür steht CSV auch gerade an diesen schweren Zeiten zum automatischen Index, wie ein Lo besteht. Das ist den Index als ein wichtiges Element für die Kaufkraft zu erhalten. Das ist auch ein wichtiges Element vom sozialen Frieden. Wenn ich gesehen, die Streiker, die an den Obstländern stattfanden, an Frankreich, zwar wegen der Pensionsreform, an Deutschland, mal wegen Lohnforderungen, da so nicht mehr die Stabilität an den sozialen Frieden, den wir auch durch das Instrument erhalten haben, den ist der Wert gehalten zu gehen. Ist so eine
Es so aber auch den Index für 2 Seiten. Die kreen, für die ist es gut, man muss auch einen bezahlen, und das sind Betriebe. Aber so nicht Kleinbetriebe oder Sektoren, die stark an der Konkurrenz mit dem Ausland sind, haben natürlich da große Schwierigkeiten für das Einzige, besonders wenn mehr Indextranchen an einem Jahr fallen. Und dafür so nicht, wir stehen zum automatischen Index, wie er steht, aber wenn mehr wie ein Indextranche innerhalb von 12 Monaten erfallen, dann muss am Sozialdialog zwischen der Regierung, dem Patronat an den Gewerkschaften diskutiert gehen, wie einerseits kann Kraft von den Leuten erhalten, und andererseits die Probleme von den Betrieben kann entgegenkommen, für jeden zu helfen, dass sie auch weiterleben können. Weil wenn sie müssen so machen, dann ist natürlich keinem geholfen, da verlieren wir Arbeitsplätze. Wir wollen und ich will, dass Leute ordentlich können zu Lützeburg leben. Dass die Schere, wie ich für gesagt habe, durch Arme Reich nicht mehr groß geht. Und dafür spielt doch am engen Arm der Mindestlohn eine ganz wichtige Rolle. Dafür muss den bestehen bleiben, dafür muss den, wenn notwendig, gestärkt gehen. Und dafür besonders auch, wenn die Lohnentwicklung generell an die Luft geht, muss der Mindestlohn auch regelmäßig adaptiert gehen. Mehr eng effikaz Sozialpolitik le Freundinnen und Freunde hecht net, dat de jidfrengem alles zum gleichen Moment muss gehen oder kann gehen oder soll gehen. An dafür sind ich eigentlich für Sozialselektivität. Was heißt, dass die Sozialmaßnahmen vier und allem, ob die ausrichten, die es wirklich brauchen. Und dafür können neue Leistungen an der Zukunft nicht mit einer Gratispolitik für jeden funktionieren. Das ist nicht gerecht. Das ist nicht effizient und das ist auch nicht bezahlbar. Aber wenn ihr schaffen geht, dann verdient ihr Geld und dann hält ihr noch gerne ein Stück von dem Geld mit hin. Aber besonders in schwierigen Zeiten, ich habe geschwärzt vom Logement, von den Lebenskosten. Und dafür muss die Steuerpolitik auch dem Rechnung tragen. Der Gilles hat gekommt, darüber schon für Druck geschwärzt, aber ich will es noch ein Jahr renforcieren. Es scheint mir notwendig, dass ihr von Zeit zu Zeit die Steuertabelle und die Inflation aufpasst. Das haben wir 2009 gemacht, dass das noch bald nicht mehr gemacht wird. Und das muss regelmäßig gemacht werden, besonders wenn die Inflation so ist, wie wir sie für den Moment kennen. Mittelschicht muss entlastet gehen. Das muss als Ziel sein. Und dafür muss man mich spät aufhängen mit dem Tarif, dafür muss man verschiedene Tranchen mehr breit machen, aber wir müssen auch eine attraktive Steuerlandschaft haben. Aber was ist Attraktivität? Wir müssen zu Lützeburg, besonders weil wir auch ganz viele Leute aus dem Ausland brauchen, die hier nach Schaffen kommen, für das Land funktioniert, an die Spitäler, an die Betriebe, muss man gucken, dass bei uns Steuerlast nicht mehr höher ist wie am Ausland. Das gilt für den ganzen Steuertarif bis hin zum Steuerspitzensatz. Wir wollen noch den Aufstieg, den sozialen Aufstieg am Lützeburger Land weiter encouragieren. Das geht auch über die Steuerpolitik. Und dafür sind wir auch der Meinung, dass es keinen Platz zu Lützeburg gibt, wo an direkter Linie die Wirtschaftssteuer angefeiert gehen. Auch nicht Vermögenssteuer. Weil der Fett, dass es zu Lützeburg keine Erbschaftssteuer an direkter Linie gibt, hat dazu gefeiert, dass alle Generationen ein bisschen mehr hat wie die vier drun, kommt also ob der soziale Leder am Leben sich ein bisschen mehr erleben. Und das ist etwas, was wichtig ist. Und dafür als Eltern, als Großeltern gespürt. Und dafür sollen wir auch gucken, dass das in Zukunft so bleibt. Und wir werden als anderen Parteien, die das wollen abfeiern, damit opposieren. Zu sozialem Zusammenleben, zur sozialer Kohäsion, zum Zusammenleben gehört auch Sicherheit. Aber nicht dazu, da Menge verschiedener vielleicht, das wäre so der Justizminister von früher, Paragraphenreiter. Nein, für mich ist das
ja och recht mit das hier und allem für mich, dat wann Leiit net spieren, dat ze a Sicherheet können hingehen, je kann an Schul schicken, durch den Park schicken, wann sie an Schul gehen, wann sie Spiele gehen, dann ist etwas falsch am Land. Und dafür brauchen wir mehr Polizei, respektive mehr Polizei Terrain. Und wir müssen Prozeduren übergucken, dass sie nicht so viele Rapporte müssen schreiben, dass sie Terrain sind. Und wir müssen bei Wursten der Population auch mehr Polizisten rekrutieren. Und ich meine das richtig, was Kollegen aus den Gemengen mal erzählen, die Bürgermeister, Chefen an die Gemengeräte sind, dass ganz oft Police mit nationalen Aufgaben vielleicht nicht überall lokalen Terrain ist. Und dafür sind ich der Meinung, dass man innerhalb von der staatlichen Police eine Unität muss schaffen, die in der direkten Kompetenz von den Bürgermeistern, an denen steht das, wo das gefroht und wo das nötig ist. Mich hun fir Dr gesot an ich klewe feste drnner en solide Sozialstaat, wie ich mir wünschen. Ein Sozialstaat, der de Leiit guckt, besonders die Leute, die krank, alt oder so Schwierigkeiten hun, die braucht auch eng starke Ökonomie. Dat eenent an dat anert Otme zu summen. Und da gibt immer gesot von verschiedenen de Frieden als Mann von der Wirtschaft. Ich fand der mo kein Fresche. Dat ist eng Fresche just, wann ich nur der Wirtschaft ging gucken, an der Rest alles vergessen. Dat war nie meine Überzeugung. Ich bin am frohsten an einem Betrieb, und da habe ich die letzten Jahre gesehen, und ich habe noch gemerkt, dass Betriebe am besten gehen, wenn es den Leuten gut am Betrieb geht. Wenn die einzelnen Leute, die am Betrieb schaffen, mit denen schwätzen, egal auf welchem Platz, auf welchem Büro sie innerhalb des Betriebs sind. Und ich kann nicht so, wie ich das sehe, ob in all meinen Berufen abgehen, wie ich ob der Bank Eddie gesagt habe, was mir am meisten gefallen hat. Nein, was mir am meisten gefallen hat. Das war, dass die Delegation darauf gehalten hat, eine Rätsel und hat gesagt, die hat immer noch Eis geguckt. Und sie war geniert, das zu so. Aber für mich war es so normal, das zu machen. Weil ein Betrieb, wo die Leute froh sind, wo geguckt wird nach Work-Life-Balance, wo geschwärzt wird mit Leuten, der Sozialdialog am Betrieb, als für mich ein Schlüsselelement vom Succès von unserer Ökonomie, ein Schlüsselelement vom Succès von unserem Land. Wir brauchen zu Lützeburg Wurstum. Jetzt sind da die durch das Land plädieren gehen und sagen, wir können uns eine ganz schöne Welt vorstellen, wo es Männer Wurstum gibt. Sie sagen aber nicht, dass wenn wir keine Wurstum haben, dass wir dann noch nicht als Lohn eine Pension behalten können. Und dafür brauchen wir Wurstum, und CSV steht für Wurstum, ein Wurstum, der nachhaltig und inklusiv ist. Ein Wurstum, der nicht alles futti mischt, mehr ein Wurstum, den aber als Land noch viel bringt, auch mit den neuen Technologien, an den inklusiv ist, den also abgedeelt wird zwischen all dem, was den Haut nennt, Stakeholders. Das heißt für und allem auch die Leute, die an den Betrieben schaffen oder die Leute, die mit den Betrieben etwas zu tun haben und nicht nur nur engem Aspekt gucken, sondern nur alle Leute, die mit der Wirtschaft etwas zu tun haben. Wir brauchen auch neben dem Wurstum Konkurrenzfähigkeit. Das ist ein Wort, was verschiedene nicht mehr trauen, sich zu sagen. Wir sagen nicht, Konkurrenzfähigkeit als nicht mehr so verdienen. Konkurrenzfähigkeit heißt für und allem, dass als Ökonomie evaluiert par rapport zu den Betrieben, am Fall von Lützeburg, von unserer Großregion, müssen also immer gucken, dass wir da an einem fairen Konkurrenzkampf als Betriebe können evaluieren. Aber wir müssen auch gucken, besonders auf verschiedene Sektoren, was sich auf anderen Plätzen in Europa und in der Welt geht. Wenn wir über die Finanzwelt schwätzen, muss man auf Irland und auf London gucken. Wir müssen bei anderen Sektoren auf Holland gucken. Und ihr wisst, ich kenne Holland gut, weil meine Frau ist Holländerin, die schlafen nicht die anderen Länder. Das heißt, Konkurrenzfähigkeit nicht nur auf unseren Nobel zu Lützeburg gucken. Wir gucken, was sich auch am Rest von Europa, am Rest von der Welt deelt. Und in dem Kontext, für das wir attraktiv bleiben, aber wie das wir wissen, braucht man natürlich auch gut formiert Leute. Ich habe gesehen, dass das Budget von der Formation, sowohl beim Staat wie an einer Reihe Betriebe, vielleicht auch ein bisschen pandemiebedingt, die letzten Jahre raufgegangen ist.
Das ist der falsche Weg. Wir müssen als Staat, wenn wir an die Regierungsverantwortung kommen, ganz viel Wert auf berufliche Ausbildung legen. Formation continue. Die Ausbildung auch Mathebetriebe ist wesentlich. Besonders, weil ich gesagt habe, für die Runde, ihr wisst, dass man eine große digitale und ökologische Transformation sind. Das verlangt neue Talente, aber das verlangt vor allem neue Methoden für zu schaffen. Und dafür Skills, Upskilling, Reskilling, aber einfach Lützeburg. Wir brauchen eine gute Berufsausbildung als der Basis, eine gute Schulausbildung, aber auch danach, wenn die Leute es schaffen, dass Berufe enorm ändern, muss man die Leute begleiten, muss man sie schulisch unterstützen, für das die neuen Berufe auch passen, und damit eine agreeable, eine gute Zukunft an ihrem Beruf können entwickeln. Nur Menge noch verschiedener, da den könnt Männer schaffen bei gleicher Pai. Die Arbeitszeitverkürzung ist sicherlich ein Thema, was immer auch an der Geschichte rumkommt. Aber für zu mengen auf einen Moment, wo zu Lützeburg ja viele Sektoren, Horeska, Handel, Handwerk, überall, wo ich mit geschafft und gerade die Stadt erzählt, heute du viele Leute gefehlt. Wenn ihr los seht, ihr braucht ein paar Stunden, wo Männer zu kommen, bei gleichem Lohn, da kann das die Damen und Herren nicht abgehen, weil fangen wir dann all die Leute zu Lützeburg an der Großregion für schaffen zu gehen. Dafür mengen ich das Thema von der Arbeitszeitverkürzung nicht kann vom Staat ordiniert gehen. Es muss innerhalb von der Betriebe, und das auch vielleicht von Sektor zu Sektor ernst, muss innerhalb von der Betriebe am Sozialdialog über eine mögliche Arbeitszeitverkürzung geschwärzt gehen. Wir machen kein Gesetz, wo die Arbeitszeit von Uwe alle Sektoren gesagt wird. Wir haben viel zu viele bürokratische Hürden, wenn es besonders bei kleinen Betrieben darum geht, sich weiter auszubauen. Die entstehen immer mit der Zeit, da ist die Menge doch vielleicht gut, da könnt ihr immer nach irgendetwas dabei. Aber es hat ein Niveau erreicht, wo so viele kleine Handwerker, Kommerzanten mir erzählt haben, dass sie einen Ausbau mit dem Projekt als Stierchen blieben, weil sie aus diesem oder dem Ministerium, am meisten dem Umweltministerium, keine Antwort kriegen oder immer Studien gefragt gehen. Wir mussten nicht fertig bringen, dass wir an der nächsten Legislaturperiode Domain für Domain durchgehen, um den administrativen Aufwand für Betriebe um 20% reduzieren. Ich lese an Herren, dass am europäischen Plan dezidiert ist, also Europadeputierten waren mit aktiv, dass man bei erneuerbaren Energien Fast-Track-Procedures machen, für das man schnell kann gebaut gehen. Aber ich hätte gerne, dass wir überall Fast-Track-Procedures sind. Wir werden immer just nehmen, wenn wir von Millen auf Photovoltaikinstallationen abrichten. Wir brauchen nicht überall, wenn zu Lützeburg will, oder ein vernünftiger Weise sein Betrieb an seinen Arbeitsplätzen erweitern. Aber für das als Ökonomie gut funktioniert, spielt natürlich auch die Steuerlandschaft eine Rolle. Weil auch da sind wir, wie bei den Privatleuten, exposiert mit der Konkurrenz aus dem Ausland. Und dafür muss man mittelfristig sicherlich auch als Steuerlandschaft bei den Betrieben übergucken, an den Körperschaftssteuersatz auf die Moyenne von der OECD aufsetzen. Aber es gibt etwas, was mir nicht wichtig auf der Druck schenkt. Die digitale und ökologische Transformation wird Lützeburger Betriebe enorm viel Suche kosten. Und sie machen es nicht, wenn das so viel Suche kostet, dass sie dadurch zugrunde gehen. Also meine ich als erste Priorität an der nächsten Regierung, dass wir steuerliche Maßnahmen abfeiern, die Investitionen von den Betrieben encouragieren, die an neue Technologien investieren, für umweltfreundlich und digitale Herausforderungen gerecht gehen. Das muss als Priorität an der nächsten Regierung sein. Und wir müssen bei aller Notwendigkeit zu diversifizieren, und da muss man
nach méi machen, wie bis lo gemacht gin ass, brauchen wir auch eng stark Finanzplatz. Die muss unterstützt gehen, weil das 30% von unserem PIB und das 80% von unserer Körperschaftssteuer. Wir müssen also all Interesse zu gucken, was machen die anderen, was machen als Konkurrenten und dann da aktiv zu gehen. Und ich hätte gern, dass Lützeburg als Finanzplatz den europäischen oder sogar das weltweite Kompetenzzentrum von der geringer Finanz gibt. Wir haben notamment über die Lützeburger Bourse, wo ich auch die letzten Jahre am Conseil war, gesehen habe, was für Erfahrungen da gemacht sind, wie viele Talente zu Lützeburg sind, die in diesen Sujeten geschafft haben. Und die haben nicht fertig gebracht, aber wir haben die Bourse an Europa, an der Welt sind die Nummer 1 das für die Listing von geringen Obligationen, für Suen, die gelehnt gehen, für die geringen Transformation fertig zu bringen. Wir können da noch mehr machen. Und das will ich nicht nur auf der Bourse, ich hätte das gerne für die ganze Ökonomie und für den ganzen Finanzplatz. Und zur Ökonomie und zur Diversifikation gehört ja doch die Landwirtschaft. Ich habe gesagt, wir sind an einer Transformation gegangen von einer mehr starken Agrarpolitik hin zur Industrie und zum Dienstleistungssektor. Aber für mich wäre es falsch und absurd, wenn wir gingen just op Sektor alles setzen. Das wäre kontraproduktiv, das entspricht nicht weder unserem Herz noch unserem Kopf. Wir brauchen alle Sektoren. Wir brauchen eine starke Industrie, auch wenn sie mit vielen Problemen muss kämpfen, und mit der Premieren ja oft auch noch die Energie nicht bei uns ist. Wir brauchen einen Finanzplatz, ich habe nicht gesagt, wie viel Prozent das ausmischt von unserem nationalen Reichtum. Wir brauchen auch eine Landwirtschaft, die auch aus ökologischen Gründen aus etwas produziert, mit dem wir all da konfrontiert sind, nämlich als Lebensmittel. Und ich muss sagen, der Fakt, dass wir regional, lokal können produzieren, ist auch wesentlich für viele andere Probleme zu evitieren. Nicht nur den Transport, wir führen allem auch qualitativ gute Produkte zu holen. Und ich meine, noch dafür verlangt Landwirtschaft nirgend der Schönheit, die es durchstellt für uns, wenn wir aus dem Zentrum rüber in den Norden fahren, mit stellt wirklich etwas durch, was für die Ökonomie von Lützeburg wichtig ist. Ich war für einen paar Tage mit einer Reihe von Jahren zusammen bei dem 100. Anniversaire von dem Lützeburger Landesobstbauverein. Ich finde eigentlich extrem interessant, wenn wir sehen, wie viel wir am Obst- und Gemüsebau die letzten Jahre Fortschritte gemacht haben. Wir auch hier in einer Reihe Fortschritte gebremst. Wie weit kann ich gehen, für Zähren abzurichten an der Natur, die aber notwendig sind, wenn nicht wir da bedingt, so sind die Produktion kann nicht tun. Aber ich meine, wir müssen nicht fertig bringen. Von heute nehmen 3% von Selbstversorgung beim Obst- und Gemüse ob eng 10 a vielleicht sogar 20% zu Lützeburg durch eng aktiv, positiv Obst- und Gemüsebauproduktion hinzukommen. Das ist Landwirtschaft von der Zukunft. Landwirtschaft ist auch eine Kontribution zur Umwelt. Aber es gibt enorm große Defizite an dem Bereich auch für mich. Also an dem Domain vom Klimawandel, den in extrem echten sollen, an dem mit riesigen Schritt aber es zukommt, als eine von den Grundherausforderungen, dass wir alternativ Energien können produzieren. Ich habe mit Freude die Resolution vom CSJ-Kongress über die Investmentoffensiv bei den erneuerbaren Energien gelesen. Die entspricht auch ganz meiner Überzeugung, und ich meine, sie entspricht der Überzeugung von der ganzen CSV, so wie man das auch auf verschiedene Gremien schon diskutiert. Wir brauchen einen Marshallplan für erneuerbare Energien. Wir brauchen kurzfristig mit schnellen Prozeduren mehr Produktion von erneuerbaren Energien, von allen Sorten, für das wir von der fossilen Energie wegkommen. Und das ist wichtig, für das Land gut aufgestellt ist für die Zukunft. Generell fand ich, dass den
bei der Ökologie, beim Klimawandel eine positiven Agenda braucht, eine unterstützenden Agenda, nicht einen, den bestroft, nicht einen, den verbietet. Ich lausche zum Beispiel ganz gerne die Konferenzen nur von dem Schweizer Expert Bertrand Piccard, der regelmäßig auf Lützeburg kennt, den ganz gute Propositionen gemacht hat, muss ich nicht mal Schützfrager d'accord sein, wie ihn am Bereich Wasser, Energie, Mobilität kann Änderungen machen an die Gesellschaft von morgen kann gestalten. Es leidt so vieles durch, wir müssen es umsetzen mit einer positiven Agenda, den CSVG am Klimawandel hat. Schon gesagt, ich hätte gern, mir hätte gern, besser zusammenleben an einem modernen Lützeburg. Das heißt also, dass wir einen starken Sozialstaat mit sozialer Kohäsion haben. Das heißt, dass wir eine solide Ökonomie haben, die jeder mithält und das verdeelt den Reichtum, den sie schafft, mit die auch konkurrenzfähig ist. Aber das heißt doch an einem modernen Lützeburg, dass wir an der Digitalisation müssen enorm Progress machen. Wir haben zwar ein Minister von der Digitalisation, aber das über der Umwelt. Ich meine nicht, dass das irgendwie so Bereiche sind, die auf der Seite nicht. Die Energiepolitik und Klimapolitik muss eine Transversalpolitik sein. Und dasselbe gilt bei der Digitalisation. Ich hätte gern, dass Lützeburg, so wie Estland, mal ein Land wäre, wo ich kann alles, alle administrative Prozeduren digital machen, dass man dürfen die richtigen Datenzentren haben und dass wir und alle auch die Leute an Betriebe nicht immer dem Staat x-Modell nämlich müssen schicken, aber dass man den Prinzip vom Only Once affären, dass man den Enkel seine Donner gegeben hat, dass die dann für alle Prozeduren, die man am Staat zu tun hat, kann so machen. Also ein digital Lützeburg ist notwendig, das ist notwendig für die Betriebe, mit das für und allem notwendig auch für die Leute. Auch an der 5G-Kuvertur muss man kommen. Wir sind weit hinter der europäischen Moyenne, was die nationale Kuvertur von 5G anbelangt, und auch das gehört zum modernen Lützeburg. Gerade so wie zum modernen Lützeburg, an Digitalisation macht die heute schon angeschwärzt, muss auch sein, mehr präzisen und dynamischen Weg finden an der Weg vom Gesundheitssektor. Das, was hier lebt, ist nicht akzeptabel. Haut nicht nur, dass es Langwartenschläfe gibt an den Urgenzen oder bei verschiedenen medizinischen Services, die die Leute brauchen, aber auch der ganze Sektor muss der Evolution von der Gesellschaft, von den neuen Erfahrungen, Methoden von der Medizin Rechnung drohen. Das gilt übrigens auch bei den Nomenklaturen, bis die andere bei der Krankenkasse, das dauert viel zu lang. Das muss vom Staat aus modernisiert gehen. Aber der Staat kann nicht alles tun, am darf nicht alles tun. Wir bringen das nicht mehr fertig, wenn wir auch am Gesundheitsbereich mehr Privatinitiativ zulassen, und für und allem auch dafür sorgen, dass überall am Land, nicht nur an der Stadt, an Zwasch, an Zwettleib, überall am Land eine Gesundheitsversorgung entsteht, wo auch qualitativ gut Angebot geht, und das geht nicht mehr durch den Staat, einerseits an die Spitäler, aber außerhalb von den Spitälern muss auch die Privatinitiative mehr zugelassen kriegen. Sonst kriegen wir die Änderungen nicht hin, und die Leute haben Recht, für bei den Doktor beizukommen, und ordentlich an einem hoch entwickelten Land wie Lützeburg serviert zu gehen von Doktoren und anderem Gesundheitspersonal. Übrigens von Kollegen vom LCGB do extrem flott Propositionen als letzter Vorgestellt für einen gerechten und innovativen Gesundheitssystem nennen sind. Und das sind eigentlich die Werte, die ich mal will, zu Herzholen, gerecht und innovativ. Und da das haut der Gesundheitssektor zu Lützeburg nicht oder nicht mehr, aber wir müssen also auch unterstützen, die Leute, die Gesundheitsberufe wollen lehren, weil nicht mehr, wenn der Beruf attraktiv ist, wenn sie auch an ihrer Formation und zum Teil an ihre ganz langen Studien unterstützt gehen, da bringen wir es fertig, auch halt zu Lützeburg, neu und zusätzlich Gesundheitspersonal, Infirmieren, Doktoren und anderes Personal
zu kreen, weil wir haben einen Mangel an dem Personal und das ist nicht gut für die Zukunft von unserem Land. Und für das alles ordentlich funktioniert, brauchen wir gesunde öffentliche Finanzen. Und nun lesen ich oder hören ich, dass verschiedene Leute mengen den Frieden, das ist der Spurminister. Das ist gar nicht richtig, weil ich eigentlich Spuren in sich nicht flott fand. Mir ist so aber gerade so umgedreht, wenn in all Suen ausgeht, aber wieso nicht die Suen, die ihr nicht tut, dann wenn man geht, das riecht an die Mauer. Das am Privaten so, und das beim Staat so. Und dafür habe ich gesagt, wir können nicht alles zugleich machen, wir müssen Prioritäten setzen. Aber Prioritäten muss ich auch setzen, wenn ich Schulden abhält. Ich stelle doch aber mit einem gewissen Schreck fest, dass Lützeburg haut, auf der war so eine Grafik da und der Mauer, dass Lützeburg haut die höchsten Staatsschuld hat, zunter dass den Euro geht. Sowohl an absolute Chiffren wie am Prozentsatz par rapport zum PIB. Die Progression von der Staatsschuld, die geht schief, weil eines das muss die Schuld natürlich zurückbezahlt gehen. Aber wie geht das? Wenn die Schuld muss zurückbezahlen, dann muss ich neue abholen, muss ich für allem aus dem laufenden Budget muss ich suchen holen, ja, das dann die nächste Generation oder die nächsten Jahre für die Schuld zurückzubezahlen. Aber wenn Zinsen abgehen, was für den Moment der Fall ist, dann hält in all Jahren aus seinem Budget 100, 200, 300 Millionen just nehmen für die Schuld zurückzubezahlen. Und die Suche sind nicht da, für Schulen zu bauen, für Kirchen zu bauen, für Straßen zu bauen, für Zicht zu bauen, die funktionieren, aber Zeit kommen. Und dafür sind ich für gesunde Staatsfinanzen. An der Tisch am technischen Jargon den AAA, also der Jean-Claude nicht mehr noch immer den AAA, mir just nicht alle Woche Kommuniqué darüber gemacht, aber der Tisch dann fett, dass wenn eine Suche braucht, der überhaupt nach gelehnt kriegt, an seinem akzeptablen Tag gelehnt kriegt. Das ist das, was der Tisch an einer kleinen Ökonomie muss ich ganz gut aufpassen, dass das nicht sehr schief geht. Wir haben da Länder wie Irland oder so gesehen, was eigentlich ganz dramatisch auch Sozialkonsequenzen hat, wenn es schief geht. Da dürfen wir auch als mittelfristig Schuldengrenze nicht über etwas rund 30% rausgehen. Und der Staat muss auch nicht alles selber machen. Darüber muss ich schwätzen. Ich war deshalb, weil ich auch die Europäische Handelskammer meinen Job da abgehen habe, da bin ich auf Stockholm geflogen und da habe ich den Zug an den Start geholt. Den Zug, der Flughafen ist 40 Kilometer von der Stadt weg. Der fährt mit 200 $, also an 18 Minuten an der Stadt. Und den ist, weil die schwedische Staat keine Suen hat, ist vom Privatsektor gebaut gehen und operiert gehen. Da bin ich nicht der Meinung, dass den zu Lützeburg soll als sich privat rollen lassen. Nee, versteht mich nicht falsch. Aber der Staat muss nicht alles selber machen. Der Staat muss auch auf die Privatinitiative, auf Privatinvestisseuren zurückgreifen, für die Modernität von Lützeburg hinzukriegen. Und das kann ich noch machen mit der Europäischen Investitionsbank oder anderen, die wir zu Lützeburg haben, und stolz darauf sind zu haben, an die Modelle, für das man vieles realisieren kann, ohne dass man direkt Steuersuchen dafür ersetzen. Wirtschaftlich attraktiv, sozial responsabel, nachhaltig, gute Lebensqualität, das ist das, was wir als TSV wollen, und das ist das, wo ich gerne ging, eine Hand mit aufpacken. Das Regierung, wir haben nicht für drin schon von den Kollegen hören, wir sind der Meinung, und ich meine nicht nur mir, weil ich begegne viele Leute draußen, die sagen, das Regierung bringt das nicht fertig. Aber wer bringt es nicht fertig? Ich meine, dass die Kit, die Energie, diese vielleicht am Anfang hatten, für an die Regierung zu kommen, auf ihr Reis Last zu gehen, dass die Energie nicht mehr da ist. A ganz viele Bereiche, und das ist nicht einfach gesagt, sie so nicht zum Teil selber, bei den Steuern, bei der Logementspolitik, bei der Gesundheitspolitik, zählen die drei Parteien an unterschiedliche Richtungen. Auch eine Demokratie wie uns, die braucht eine Regierung,
die an eng Richtung zieht. Wir müssen sicherlich in einer Koalition müssen immer Kompromisse machen. Wir wenn eine Regierung den anderen blockiert an der Regierung, dann ist es schlecht für das Land, dann ist das inakzeptabel und das muss ein Ende finden. Aus dieser Regierung ist die Luft raus. Auf allem bewegt sich nichts mehr. Der Slogan von der Gemengewahlen, mehr no, mehr bewegen, die können den eigentlich mattullen für Chamberwahlen. Weil es muss sich etwas bewegen. Und das ist auch dafür, werde ich, nachdem ich gefroht gesehen habe, wie Elisabeth gesagt hat, nicht direkt hier gesagt, weil ich sehe den darüber nachdenken, das ist ja auch eigentlich gut. Da habe ich mal gesagt, die Probleme sind groß. Das, was ich an der Regierung, an dem Privatsektor gelehrt habe, wenn ich das abbringen kann, dann muss ich das machen. Und für mich gilt den Tag aber noch immer inspirierenden Satz vom Präsident Kennedy, froh nicht, was der Land kann für dich machen, und was du kannst machen für das Land, dann dürfe ich nicht ja gesagt, wie ich gefroht gesehen, Spitzenkandidat zu gehen. Les Freundinnen und Freunde, les Freundinnen und Freunde, les Freundinnen und Freunde, merci. Ich will, dass Abend vom 8. Oktober CSV die größte Partei, die größte Fraktion an der Lützeburger Chamber ist. Ich will, dass CSV zurück an die Regierung kommt. Und ich will, dass Wahlabend an Donau zu respektvolle Gespräche mit den anderen Parteien könnt, wie in einer Demokratie normal ist, für dass wir als Ideen an eine Regierungskoalition können heranbringen, für dass eine andere Politik an diesem Land möglich ist. Vive CSV, vive Lützeburg, vive Europa. Im Moment es ass nach net River. Di hut lo gesinn an heieren, wat fir Mënsch, wat fir Politiker de Lückfrieden ass, lo se du nichtchten schäden. Well Dir mam Lückfrieden an als Spitzekandidat an die Wale goen, an dofir bieden sich Stimmzettel rauszuhöllen, die do mat afverstane sinn, die halen an Lut. Die do da geint sinn, die do da geint sinn, die weisen dat. An die Abstention willen machen, weisen dat. Luc, Unanimität. So, wir können mehr aufkommen.
Merci vielmals. Ich werde mein Best machen. Die an unsere Generalsekretärin. Du sind ja die Ka Foto, so, ne? Foto. Für aufzuschließen, gibt man dann dem Vivian Merci so. Für uns exzellent durch diesen Tag gelebt zu haben. Vielmals Merci, Vivian. Und da sagen wir nach Themisch, und du nochmal mein Foto. Stefanie, was hast du Foto so? Liebe Freundinnen und Freunde, alle Guten, wir haben am Eck geben wir gerne alle guten Kandidaten und Kandidatinnen, die für die Gemengewahlen mit der CSV antreten. Du haben ein Foto, ein Gruppenfoto machen. Und du haben auch einen Fotolounge, wo wir für dich einmal den Glück mit der Presse und noch den Jungen dahin schicken. Und dann kann natürlich jeder sein Foto machen, postet alles, teilt alles auf eure sozialen Resourcen. Und voilà, vielmals merci, dass ihr hier wart. Und da gibt man traditionell den Kongress aufschließen mit der Hemisch. Dafür fährt noch alle gute bis du hast an den Eck läuft. Und dann vielmals merci, dass ihr hier wart. Ganz schöne Weekend noch. Durch Wiesen Zauberbrücht, wo triff Landsmusel duftig blüht, den Himmel wein uns mischt. Na, das uns Land für dat mir gibt, ein Eden alles uns dem es Land, das mir so dein an unseren Herzen drohen. Uns dem es Land, das mir so dein an unseren Herzen drohen. O du, du öffnen dem Senghand, durch Weltnationen lebt, behegt und letzte Land, wo Frieme Joch erlebt. Du es uns alles kann noch schon, ne freie Geist, Jogin. Los wir blenken, Freiheit zum, dem wir so lange sehen. Los wir blenken, Freiheit zum, dem wir so lange sehen. Bravo die Jungs, alle Gören. Merci. Bonne chance à les Gören. Voilà, die könnt einen Ansturm da an den Eck machen für die Kandidatinnen und Kandidaten. Toi, 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 alle Gute.